Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Und willkommen zur Metal Servola Mukbang Edition. Ja, zum Glück hast du jetzt gerade das Intro gemacht, weil ich gemeint so, wer macht's jetzt? Ja, wir sind zurück bei uns im Büro mit Pizza. Mit Pizza Genau, bestellt. wir machen jetzt keinen Metal-Podcast mehr, wir machen jetzt einen Food-Review-Podcast. Ja, voll. Heute Pizza Trento bei mir. Und was ist Und ich habe Quattro Stagioni vom Dici. Aber er hat der DJ macht es ja so wild. Wie Quattro Stazioni habe ich immer das Gefühl, dass wir so 4, weil sie heisst ja 4 Stationen. Wieso hat sie denn nicht 4 Stationen auf der Pizza? Ich will immer hässlich, wenn es einfach so aufeinander gerückt ist. Aber es hat Artischocke drauf, das ist geil. Weißt du, was mich eine Art schocken? Dass wir schon lange keine normale Podcast-Folge mehr gemacht haben. Eben. Also jetzt können wir nicht das Mikrofon in den Deswegen machen wir jetzt Mukbang-Podcast. Oh ja. Jetzt hör auf das Mikrofon anlangen, Alter! Ja. Das schwörst ich stell dir jetzt das Ding da vorne an. sorry, ich kann nicht hässlich sein. Aber das ist mein persönlicher Anti-King. All good. Wir nennen das die Kids heutzutage, der Ick. Ja. Du bist immer so mega hot und dann gibst du mir den Ick, wenn du das Mikrofonständerli anlangst. Ja. Das Ständer anlang ist nicht so gut. Aber Keiner von uns ist älter als 12 Jahre alt. warte schon. Du bist irgendwie ein bisschen weit vom Bild. Ja. Aber ja, willkommen zum Podcast. Metal Servola, wieder mal bei uns im Büro. Ja, im Vergleich zu Last Game sind wir nicht aus der Szene von das. Jetzt tut das Mikrofon. Hast du es langsam? Ja, jetzt ist gut. Okay. Dir ist bewusst, dass du nachher wahrscheinlich wieder näher an den Tisch sitzen und das Mikrofon dann wieder musst? Ist egal. Aber ja, wir sind wieder back. Letztes Mal haben wir eine Open Boys da gehabt, die in Dreni. Ist inzwischen die viertmeist geloste Folge. Sehr viel Lob bekommen für die Folge, auch sehr viel Kritik, also nicht sehr viel Kritik, nur ein Kritikpunkt und der war, es ist 4 Stunden, das ist einfach zu lang. Ja, Dann muss ich einfach sagen, dann hören doch nicht. Eben, hörst mal in Teile. Halbe Stunde einen Tag, halbe Stunde einen anderen Tag und so die ganze Woche. Oder du gehst einfach, du überlegst dir jetzt einfach, ob du einen halben Tag lang beim Arbeiten irgendeine Arbeit musst machen, wo du unterhalten sind, dann hörst du dann. Genau. Kannst im Zug hören, kannst im Bus hören. Wir können nicht gleichzeitig Pizza essen, Alter. Wenn der eine ein Stück Pizza reinbeißt, darf der andere nicht auch noch ein Stück Pizza nehmen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber ja, jetzt, und was ist die vorher gewesen? Wir haben so eine kurze Zwischenfolge gemacht, glaube ich. Und so ist. Ja, mit der Sveti war die Folge vorher die längste. Die Länge, oder? Die Sveti-Folge. Dann... nein, People Die at the Fair-Folge. Wir haben keine normale Folge gemacht das Jahr. Nein, ich sage, wir haben noch keine normale Folge gemacht. Seit Neujahr mit dem Brian. Wir müssen ein bisschen chillen. Also, in dem Fall. Ricky, isst du mal die Stückchen fertig und ich da kurz ein bisschen reinschnorren. Ja. Und zwar, ja, wir haben letztens ein paar Sachen live gesehen. Und zwar sind wir schauen, im Ebrietas. Welche 3 Bands sind das schon wieder gewesen? Constant Hunger, Lunar Vortex, die das erste Konzert gespielt haben. Ist das mit Constant Hunger gewesen? Ja. Ja, stimmt, ja. Ja, ich weiss. Tatsächlich. Und die 3 Band habe ich leider vergessen, da bist du noch rum gewesen. Ist es Shaver gewesen? Shaver? Ist das nicht gewesen? Nein. Nein, das war nicht das gewesen. Das war ein anderes Konzert gewesen, das ich gesehen habe. Decay Remains, Shaver und die sind klein. Das war, glaube ich, so ein paar Tage vorher gewesen. Aber nein, wer hat mit Constant Hunger gespielt? Ich habe es vergessen. Ich habe keine Ahnung, sind es Schweizer gewesen? Bruder, ich habe keinen Plan mehr. Das ist nicht ausländische Band. Das ist schon fast einen Monat her. Ich weiß noch nicht, wer mitgespielt hat. Ja, ich auch nicht. Darum hocken wir jetzt da und schauen uns an wie so 2 Fische. Aber Constant Hunger hast du gesehen, nachher bist du gegangen. theoretisch googeln, ja. Nein, ich habe noch ein bisschen von der anderen Band auch geschaut, aber ich habe am nächsten Tag Mountainbiken und darum habe ich gehen. Das bin ich. Normalerweise weiß ich alle Namen. Und diesmal Bro, du hast nicht mal gewusst, dass sie am gleichen Abend gespielt haben. Ja, das habe ich schon. Es ist schon ein Weile her im Fall. Das stimmt, das ist über einen Monat her. Ja, mal gucken. Constant Hunger. Unbedingt haben sie noch den Flyer drauf. Constant. Die hat sicher noch den Flyer drauf. So. Und das ist mit den Artifice. Stimmt. Die sind von Bern. Die sind cool gewesen. Die haben so 2 Sagen gehabt. Eine Frau und ein Dude. Da keine Vocals. Sexy, ja voll. Eben, Gig. Oder wir brauchen da so einen Tisch, der nicht mit dem Mikrofon zusammen ist, wo man unsere Handys drauf rühren jedes Mal. Ja, voll. Also,
jedes Mal, wenn wir irgendwie das Handy führen nehmen oder so, macht einfach so Badam! Badam! Wie so das Netflix-Intro. Badam! Ist aber gut. Nein, aber das war ich bin recht an viele Ebri-Shows eigentlich in letzter Zeit. Wie gesagt, Javert, die K-Remains, die sind klein. Und sonst noch jemand war. Ich weiß nicht mehr, wer noch. Aber das war noch gut gewesen. Du bist auch recht viele Ebri-Shows, Bruder, jetzt schon eine. Aber der habe ich, nur den habe ich geschrieben, den anderen habe ich vergessen zu schreiben. Okay. Aber ja, sonst läuft Ebri. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Lunar Vortex endlich mal live gesehen. Erster Gig war. Spielen ja als nächstes mit Born of Osiris. Ja. Schon krass für die Zeit. Dann haben wir es vorher auch gehabt. Oh, ja. Du ein Fanboy, wie hast du sie gefunden? Hey, also nicht im schlechten Sinn. Der Ricky hat einfach ja ihnen fast den Metal Server Award 2024 gegeben. Ja, das sind sehr gut gewesen. Eben im Ebri halt ist es schwierig, der Mix, besonders bei so tiefe Gitarren und so technisch Shit. Aber ja, ich bin gespannt mit Born of Osiris. Da wird sie der Sound. Wir haben über Harakiri vor das Geil geschnurrt, gell? Das haben wir gemacht. Ist vielleicht vor der Folge mit 2 Boys von. Maybe. Ja, das war der. Okay, tipptopp, gut, haben wir abgehandelt. Ja, Ja, dann ist bei mir gar nicht so viel gelaufen. Ich bin nur noch ein Konzert selber gespielt, 2. Bin mit Safer Last Breath noch unterwegs gewesen. Ja. Tell me more. Ich kann nicht mehr, Alter. Es ist irgendwie. Es ist zu geladen, wenn du das Mikrofon rein isst. Ich weiß nicht wieso. Letztes Mal haben wir zu viel gemacht. Was? Letztes Mal haben wir zu viel gemacht mit Sweat und Brian. Ja, das stimmt, aber ich habe das Gefühl, da haben wir weniger offensiv ins Mikrofon reingebissen. Wir haben die Handmikrofon gehabt. Ja, das geht natürlich dann nicht. Ja, wenn du isst, dann nimmst du weg. Ja. Das wäre geil gewesen mit dem Handheld-Mikrofon der Pizza, bis ich so das Falsche und ich einfach so, komm! Wir stressen so einfach jetzt mal für 20 Minuten mit dem Essen nachher vorbei. Nein, also Dave von Save Last Breath, ich weiss, dass du ASMR scheiße findest, der Biss ist für dich. Leck, Bob, ist da viel Gorgonzola dabei gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass da Gorgonzola auf dieser Pizza hat. Leck mir Marsch. Anyway, ja, also. Wir haben ja Lunar Vortex gut gehabt. Dann haben wir Opera Grenichen voll gehabt, wenn wir schnell über die schnurren. Die war super gewesen. Da ist es ja hauptsächlich darum gegangen, dass der Leni und der Umi vom Grenichen kommen. Ich sage aber, weil ja, wenn ich das am Schnurren bin oder so in meinem Kopfhörer macht es so knirsch. Ja, ist geil. Zum erzählen, wie das Opera Grenichen, wieso das ein bisschen teurer geworden ist, was sich geändert hat. Wir haben einfach zuerst 3 Stunden genötigt, um einfach mit euch schnurren, bevor sie überhaupt können. Nein, es ist eigentlich, die Informationen sind schön über die 4 Stunden verteilt. Ja. Also wenn du wirklich wissen, um was es geht, musst du alles hören. Plus, was ich sehr fair gefunden habe, ist, wie die Lea vom Marketing-Team vom Grenichen mir so geschrieben hat, hey, können wir denn vielleicht noch ein paar Clips haben von euch? Und ich so, ja, ihr könnt einfach die ganzen Dateien haben. Und sie so, oh, das ist ja mega cool. Und dann schreibt sie mir so zurück, so, 4 Stunden! 4 Stunden, ihr Psychopathen! So, ja. Ja, dann habe ich gesagt, ja, es gibt einen Grund, warum wir keine Clips machen. Und dann habe ich sie ja darauf ansetzen, dass sie jetzt gerade so direkt in der Folge einen Aufruf machen, zum jetzt quasi Stück, Mann. Zum Leute können mobilisieren, dass sie jetzt Tickets kaufen oder können aufräumen oder so. Und der Leni dann einfach so das Gefühl hat, so, hey, das kann man ja zusammenschneiden. Und ich habe einfach so gedacht, so, ja, die arme Sau, das muss zusammenschneiden aus dem Gestückelten, das wir da gemacht haben. Das war super gewesen. Ja. Also das ist wirklich eine sehr gute Folge, wenn wir über so eine Grenichen wissen. Vor allem, wenn 2 Tickets gewinnen, müssen wir müssen noch 2 die noch verlosen. Verlose kommt noch. Ja, voll. Wir haben die Tickets nicht schon selber verkauft. Auf dem Schwarzmarkt. Ganz sicher nicht. Und ja, das kommt gut. Nein, dann, was war noch gewesen? Hauptsache, du hast jetzt ein riesen Stück Pizza reingeklatscht. Ja, das ist riesig, Mann. Ich muss einen Monolog halten. Dann. Also, ja, dann, bevor wir da weitergehen an Zeugs, die ich selber gespielt habe, ich bin noch mit Save Last Breath am Open Hair Festival gewesen. Da bin ich das erste Mal gewesen. Ja. Das ist noch geil. Das ist ein bisschen weird, weil irgendwie, es ist so eine riesen Bühne. So, die ist etwa gleich gross wie die kleine Stage am Greenfield, geschätzt, gefühlt. Vielleicht ein bisschen kleiner. Aber etwa in die Richtung geht. Sie haben Flammenwerfer auf der Bühne gehalten, das war so insane gewesen. Es hat einfach so ein Schild gehabt. Hat uns Kopfhörer auch komisch bei dir? Ja, die tun auch komisch bei mir. Ist jetzt, ja. Ich hoffe, das wird nicht aufgenommen. Nein, wird es nicht, weil sonst wirst du es nicht sehen. Wir können ja mal ganz ruhig sein und hören.
Es wird aufgenommen. Mhm, okay. Und hast du mal auf Flugzeugmodus? Ja, eventuell ist dein Handy, das neben dem Kabel liegt, oder mein Handy, das auf dem Kabel liegt. Ja. Also dein Handy, was ist beim rechten Dann haben wir die reingekommen? auf die Seite, wo du hinten, auf Flugzeugmodus. Weißt du, hast du mal was passiert? Das ist weird. Ja, das ist ganz sicher deine Schuld. Mhm. Ja, das war deine Schuld gewesen. Haha. Nein, es ist meine Schuld. Hä? Das war meine Schuld gewesen. Okay, anyway. Ich habe ein neues Betriebssystem. Es hat ein Betriebssystem-Update gegeben. Samsung gerade am Spaß. Das sind keine Chinesen. Android ist von den Amerikanern und Samsung ist koreanisch. Ja, und das war wirklich eine riesige Bühne gewesen. Und dann hat der Rico und der Dave und also, boah, geil, die hat Flammenwerfer. Und dann hat es geheißen, ja, wenn sie wollen, können sie einfach die Flammenwerfer einstellen. Also, können sie sagen, und nachher gibt es Flammenwerfer. Und dann hat es aber geheißen, wenn es regnet, gibt es keine Flammenwerfer. Und dann, wo wir so am Aufstellen waren, wo wir gerade angefangen haben aufzustellen, hat es einfach ganz jämmerlich angefangen zu schiffen. Und ich habe so, nein, kein Flammenwerfer. Und dann haben wir aufgestellt und es hat wirklich geregnet und ich habe meine Regenjacke angehabt. Es war alles nass gewesen, alle sind nass gewesen. Wirklich ungeil. Aber wir haben aufgestellt und dann ready gewesen zum Spielen. Und dann, als wir angefangen haben zu spielen, ist plötzlich so, hat es aufgehört zu regnen. Und ist so der Duco von der Licht, der Mischer so. Und hat so die Hübli von diesen Flammenwerfern weggenommen. Und wir also, jawohl, Feuer! Und dann hat Safer als Breath mit Flammenwerfer gespielt. Das war geil. So, Wo ist das in Liechtenstein? Jo. Das war in Liechtenstein. Riesen Bühne, riesen Stage, hätte Platz gehabt für 1000 Leute. Das sind, glaube ich, etwa 120 gewesen. Also darum, nächstes Jahr alle mal Open Air Festival auschecken, weil es haben richtig geile Bands gespielt. Aber so die HC-Band von Österreich. Throwback. Ja, die sind sexy. Die haben irgendwie aus irgendwelchen Gründen als zweite Band gespielt. Haben die Uhren abgerissen und irgendwie niemand rum gewesen. Die haben 8 Stunden dort hingefahren. Oder schade. Ja, es war easy gewesen. Also es war wirklich cool gewesen. Und es sind auch Leute, die ich noch kennt habe. Hat Spaß gemacht. Dann, ja, wir haben noch alles eingeräumt und sind, bevor der Headliner, also ich weiß nicht, ob es der Headliner war oder nicht, einfach God Drag to Me am Schluss gespielt. Und Safer als Breath kennt ja die Leute von God Drag to Me, weil bevor das God Drag to Me und Backstab gegeben hat, sind die ja alle zusammen bei Words of Revolt gewesen. Oh, Scheiße. Und Words of Revolt ist, und Words of Revolt ist ja immer mit Safer als Breath am Konzertspielen gewesen, vor 10 Jahren oder so. Und dann sind wir auf dem Highway gewesen und dann so 10 Minuten, bevor wir in Zürich im Bandraum von Safer als Breath angekommen sind, läutet so der Louis von God Drag to Me an, fragen, hey, wir finden unseren Rucksack nicht mit dem Autoschlüssel drin, mit dem Busschlüssel. Ui. Ist der bei euch? Und wir so Panik, dass wir den eingeräumt haben. So, fuck. Und alle so, hey, haben die irgendeinen Rucksack eingepackt, der nicht euch ist? So, nein, wir haben keinen Rucksack drin, der nicht uns ist. Wir haben keinen Rucksack drin, der nicht uns ist. Rucksack war dann nicht bei uns. Rucksack war im Auto von der bulgarischen oder ungarischen Band. Von der belgischen Band. Wer war von Belgien? Keine Ahnung, Bruder, ich weiß es doch nicht. Alright. Belfegor. Belfegor, okay. Das ist Belfegor eine Band. Ja. Kommt die aus Belgien? Aber Belfegor wäre ja einer von den Headliners von Bullet gewesen, der nicht gekommen ist. Am Sonntag. Bruder, ich habe keine Ahnung. Mir ist nur eine Band aus Belgien, Belfegor. Alright. Also ich habe keine Ahnung. Absolute Fake News könnte das jetzt gerade sein. So ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass es absolute Fake News sind. Von dem her, ja. Aber das war sau gut gewesen. Das war wirklich cool gewesen. Und es ist mega schön dort. Von dem her gehen wir doch nächstes Jahr nicht hin. Wie weit weg ist es? Ja, von Zürich aus eine gute Stunde. Eine Stunde? Nicht so schlimm. Nein, gar nicht. Ja. Eben, Ricky, willst du dann... Ja, nächstes Mal gehen wir. Ja, willst du vom nächsten guten Abend erzählen, den wir hatten? Ja, voll. Ja, wir haben mal ein Konzert gespielt. Die Bella hat an dem Tag 3 Konzerte gespielt. Oder? Bei Fear Lab and Friends im Werk Baden. Dort hat der Bella mit Taoist, Fear Lab und Eversis gespielt. Das war spannend. RIP der Bella. Ja, so schlimm ist es nicht. Ja. Ja, du bist ja ein erfahrener Musiker, da muss man sich keine Sorge machen. Bruder, ich bin ein Pizza essen, du musst mir mehr erzählen. Please. Nein, es war spannend. Ja, eben Werk Baden. Ist mittlerweile eine von meinen Lieblingslocations geworden, muss ich sagen. Auch zum Spielen ist einfach geil. Coole Backstage, coole Leute. Und ja, schon viel Space. Und eben, wir haben mit Fear Lab gespielt, mit Versus, mit Taoist
mit Und wie war die Show? Hat es Spaß gemacht? Alles Game. Ja. Alles Game. Und mit der Zit, oder? Nein, Port of Call. Port of Call, genau. Tatsächlich. Ja, voll. Das war spannend. Recht geil. Meine Stimme war schon am Arsch, keine Ahnung warum. Aber sonst war es eine gute Show. Und ja, Lost Game reissen einfach ab, die sicher. In Heavy, Port of Call haben auch gut gespielt. Fearlab natürlich auch. Besonders der Bassist ist Teil gewesen. Ja. Wie lange haben die mit Versus noch gespielt? Knapp ein Jahr. Ja, dafür sind sie schon nicht schlecht gewesen. Also ich habe nichts gehört, wo unteilt wäre. Also liegt daran, weil wir das Metronom im Ohr haben. Ja. Nein, aber gut gemacht. Und, ja, aber jetzt wie war es? Erzähl mal den ganzen Tag, was du gemacht hast. Ein bisschen. Mal gucken. Am Morgen bin ich aufgestanden. Okay, aber vielleicht nicht so wie du. Nein, also wir sind schon recht früh dort gewesen. Wir sind schon am Nachmittag dort gewesen. Mein Bruder war zu Besuch gewesen, von Deutschland. Zum endlich mal Tauis mal live gesehen. Und also das ist ja etwas, also wir haben mit Tauis schon zweimal im Werk Baden gespielt und noch kein einziges Mal im Ebri. What the fuck is going on? Kein Ebri, kein Werk 21. Ja, voll. Das kommt sicher. Also Werk 21 Shows wären wir dabei. Ja, Ebri ist aber ja dabei. Dynamo Zürich Shows wären wir nicht dabei. Ja, Hallenstadion Show nicht. Das ist zu gross. Nein, zu gross. Nein, voll, das ist einfach cool. Coole Arbeit gewesen, muss ich sagen. Aber ja, viel mehr nicht zu sagen eigentlich. Wir haben neue Bags im Merch-Table. Ich habe sehr Freude, die scheiß Bags. Du bist doch gerade am Überleben, hey. Ja, ich weiß nicht, ich bin durch, Mann. Mein Kopf ist auch. Okay, also, ich erzähle mal ein bisschen. Gut, ja. Ich übernehme jetzt. Wir sind nicht angekommen, also ich bin nicht angekommen, dann hat es zuerst mal geheißen, gut, Fearlab macht jetzt Soundcheck. Ich so, cool, Fearlab macht jetzt Soundcheck. Haben wir mit Fearlab Soundcheck gemacht, das war geil, stabiler Soundcheck, ein guter Sound. Ist nicht der Wally gewesen, gell? Ist der... Nein. Alex? Nein. Ich bin nicht sicher. Ich kann nicht mehr, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, Soundtypen auch wieder absolut Bombe gewesen im Werk Baden. Alle Leute Bombe gewesen im Werk Baden, vor allem der Marcel, der Kaffee gemacht hat. Bombenmann, Kaffee, eben. Ich sage, wenn du einen Kaffee bekommst, wo bekommst du sonst Kaffee? Wenn du reinkommst, bevor du irgendetwas machst, bekommst du einfach mal einen Kaffee, wenn du einen willst. Das ist das Beste. Schon sehr viel für Künstler, muss ich sagen. Ja, dann haben wir einen Soundcheck gemacht mit Fearlab, oder? Das war super, völlig reibungslos. Und ich so, yay! Ah nein, warte schnell. Ich kann ja nicht chillen, ich muss nochmal Soundcheck machen. Weil ich habe mit Fearlab dann alles Zeug abgeräumt, dann haben die anderen zwei Bands Soundcheck gemacht. Und ich so mit Taoist so, jawohl, nochmal Soundcheck machen. Mhm. Dann haben wir Sound gecheckt. Das war mal der beste Sound ever gewesen. Ich habe noch nie so guten Sound gehabt. Ich habe mich gehört, ich habe alles gehört. Das war sehr gut gewesen. Und ist irgendetwas Lustiges passiert mit dem Soundcheck? Ich habe das Gefühl, irgendetwas Lustiges ist passiert mit dem Soundcheck, aber ich habe es vergessen. Wir haben einfach ein bisschen Stress gehabt. Ah ja, wir haben, glaube ich, den tiefigsten Soundcheck. Also, bis zu dem Zeitpunkt der tiefigste Soundcheck angelegt ever. Weil nachher hat der Versus den tiefigsten Soundcheck einfach nochmal kurz zernichtet. Aber mehr zu dem später. Was hast du im Soundcheck gemacht mit den Versus? Ja, das hast du gar nicht mitbekommen, weil du arroganter Sieg oben im Backstage warst und das Gefühl hast, ja, ich habe Show gespielt, ich bin geiler Sieg. Nein, stimmt gar nicht. Du hast es gesehen, du hast ja unser Backdrop abmontiert. Nein, du hast das Backdrop abmontiert, du hast es nicht aufmontiert. Ich habe schon aufmontiert. Du hast es aufmontiert, doch, du hast es aufmontiert, ja. Ja, aber das Ding ist eben, also eigentlich müssen wir ja viel weiter vorne anfangen. Wieso habe ich 3-mal den gespielt? Weil Fearlab... Weil du einfach Aufmerksamkeit geil bist. Ja, definitiv, das ist es. Nein, weil Fearlab mir am Freitagnachmittag schreibt Fearlab in Bandchat rein, so, hey, Bella, Sons of Coherence haben leider das Konzert müssen absagen. Ja, der Janik ist krank gewesen. Jo. Und dann ich so, sad. Und habe nichts weiteres dabei gedacht. Und dann sie so, hey, hast du nicht, weil bis jetzt hat uns noch keine Band zugesagt. Ich meine, du bist ja eh schon dort. Du spielst ja eh schon zweimal. Da kommt es auf das dritte Mal auch nicht drauf an, oder? Und ich so, okay. Und dann hat sie so das Gefühl, willst du nicht den Versus fragen? Und ich so, ja, machen die nicht. Weil ich habe am Donnerstag gefragt, ob irgendeiner kommt schauen. Und sie haben alle gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Ich bin schon verplant. Geht nicht, oder? Dann schreibe ich im Bandchat rein und literally eine halbe Stunde später so, ja, ich habe Zeit, ich könnte mir schon spielen. Mal, dann nehmen wir einfach das Gear mit. Wir kommen einfach zu spät. Also wir können nicht auf den Soundcheck, wir sind aber am 6 Uhr dort. Und ich so, das mit dem Sascha geschrieben. Und Sascha so, das läuft. Und ich so,
ihr hure Bastarde. Ja. Ihr elende Bastarde, hey, oder? Da Einfach siehst du nur, wieder mal, wenn sie selber können spielen können. also siehst du wieder mal, wo deine Prioritäten liegen, oder? Da machst du so viel für die hure Szene und was macht deine Band? Einfach nichts für dich. Einfach Alles nicht, gegen dich, es ist tragisch. Und wir haben eben darum, weil wir ja eine Woche später mit Save Last Breath gespielt haben, haben wir eben am Donnerstag schon probiert gehabt. Also das heisst, wir sind nicht ganz kalt gewesen, aber es war der erste Auftritt gewesen, seit unserem Auftritt in Polen im Juli. Und Juli schon, damn. ja, was dann eben war, also mit Taoist haben wir gespielt, das war saumässig lustig gewesen. Dann haben der Mike und ich uns wieder mal bei Enter the Cavalry entschieden. Dann haben wir wieder die Entscheidung gehabt. Wir haben beide die zweite Strophe richtig gespielt. Und dann hat der Mike mich angeschaut und ich habe ihn angeschaut und dann haben wir das Gefühl gehabt, nee, lieber machen wir jetzt ein cooles Foto, anstatt als Strophe korrekt zu spielen. Ja. Weil was wir in der Probe herausgefunden haben, wenn wir daraus gehen, dann machen wir einfach und joggen auf der letzten Seite nur und nehmen die linke Hand auf und machen ein Metal-Zeichen. Und das funktioniert immer sehr gut, das merkt niemand. Nicht mal wir selber merken es. Also wenn der Mike das macht und ich das Richtige spiele, ich merke es nicht. Wenn der Mike das Richtige spielt und ich das mache, das merke ich es auch. Wenn wir hier hören, wie wir es schon merken, aber bist ja so drin, das ist ja gleich. Ja. Auf jeden Fall haben der Mike und ich dann unseren Performer-Stage-Move des Jahrhunderts ausgepackt. Dann ist, glaube ist die Asi oder die Lexi, die das Foto gemacht hat? Wir haben auch 2 Fotografen dabei, Kapital ist, Alter. 2 Fotografinnen. Also, es war insane gewesen. Ich meine, ich meine, 3 Bands haben einfach schon mal sich einen Musiker geteilt. Und dann kommt Taoist aber trotzdem noch, dann nehmen wir noch Crew mit, nochmal Crew mit, Fotografin mit und nochmal eine Fotografin mit. Ja, wir haben fast mehr Crew als Band. Ja, es ist ziemlich sicher fast auf etwa gleich viel rausgelaufen. Ja. Wenn du deinen Bruder noch als Crew verkauft hast, ist es 4-4 gewesen. Very, very. Ja. Auf jeden Fall, ja, haben wir ein stabiles Foto gemacht. Im Backstage aber ist irgendwann mal eine Hure eskaliert. Dort ich muss das Video noch aufladen. Ich habe auf dem Klavier, was da oben hat, habe ich unseren Song, den Versi-Song Monster auf dem Klavier gespielt. Und der Butch hat ihn gesungen. Und dann hat Vierlab noch angefangen, so Rhythmus-Sachen zu machen mit Dings. Das war lustig gewesen. Und dann die Asi, die das erste Mal mit uns Mikro ist fotografiert, einfach so die arme Frau. Ja. Wir sind so, sie kommt so rauf, denkt sich so nicht böse. Ich einfach so, ja, sie da, heb die Kamera, du musst jetzt filmen, es läuft schon alles. Und, so, und dann läuft sie mir so hinten rein und dann machen wir das Monster. Das ist so lustig gewesen. Und dann haben die vom Werk gerade das Büro nebenan, die haben so rausgeschaut und sich also gedacht, so, was ist mit euch? Aber am Schluss haben alle gesagt, sie hätten uns gerne wieder dort. Von dem her, wir sind, glaube ich, gut gewesen. Also rein menschlich gesehen haben wir es, glaube ich, gut gemacht. Shoutout Berry, die hat super gemacht. Jo, wirklich nice gewesen. Wir müssen das Werk taggen in dieser Folge oder im Post. Das war wirklich geil gewesen. Dann ist das eskaliert. Dann dann hat sicher 1 oder 2 von unserer Crew ein bisschen, von Tau ist ein bisschen tief ins Glas hineingeschaut. Ja, und dann, eben, das war wirklich super gewesen. Mit Tau ist es schon relativ voll gewesen beim Spielen. Paar. Eins. Was? Wer Paar? Es ist schon relativ voll gewesen beim Spielen bei Tau ist. Ah, ich habe gesagt, ich meine, jemand ist nachher voll geworden. Nein. Es hat Leute im Publikum gehabt, die Taoist gespielt hat. Dann habe ich gespielt, das war gut gewesen. Der Ricky hat irgendwann Breakdance, das habe ich gar nicht mitbekommen. Bei mir ist, glaube ich habe irgendein Problem noch gehabt, sonst hätte ich nicht so lange auf das vorher Pedalboard gestanden. Ich habe das erste Mal alle Songs richtig gespielt in der richtigen Reihenfolge, ohne Anweisung von Danu müssen zu haben. Außer einmal. Ja, aber du, was ist mit deiner Stimme gewesen? Du hast deine Stimme? Gar nicht. Also ich habe bis jetzt nie so viel aufwärmen und so. Und ich kann immer auf meine Clean Vocals zählen. Aber diesmal, nach 2 Songs, ich habe einfach meinen oberen Range nicht geschafft. Und es war einfach blockiert gewesen. Es war verdammt weird gewesen. Das ist blöd, so, wie ich einen Apfel im fucking Hals hätte. Fast so, als ob du am Tag vor dem Konzert nicht in den Ausgang sitzt. Ja. Weil, als ich dem Ricky mal geschrieben habe, ey, kommst du in die Medbar? Er so, nein, sorry, ich kann nicht, ich habe morgen ein Konzert. Bist du Medbar gewesen? Ja, dort, wo wir in der Medbar gespielt haben und ich gefragt habe, ob du kommst und du gesagt hast, nein, es geht nicht, da ist spielt morgen. Ja. Und dann am Freitagabend, was war es? Was war dort am Freitagabend? Irgendwas war dort. Keine Ahnung. Sorry, ich habe gemeint... Soll ich das Mikrofon wegnehmen? Das macht mich ganz gickerig, wenn er das im Bart putzt. Weißt du, bei der ersten, 2. und 3. Konzert habe ich noch so ein bisschen Panik gehabt. Nein, ich weiß, wie ich Stimme schützen und was immer. Und jetzt war so für euch, hey, ich habe schon 5 Shows, oder 4 Shows schon gespielt. Ist sicher mal easy, wenn ich mal ein alkoholfreies Bierli im Norden trinke und nachher, das ist auch kein Problem. Am 10 im Bett bin. Weißt? Das ist auch kein Problem. Ja. Ich sage da ja nichts. Ich sage immer, da hast du davon, weil du eben einmal gesagt hast, du kannst nicht, wenn du ein Konzert spielst. Und dann gehst du einmal in den Ausgang und dann Marsch bist. Ausgang? Ich bin am 10 die Hex. Ausgang mit 30. Ja, ich habe 2 alkoholfreie IPAs gehabt.
Ja, das ist gut. Auf jeden Fall, da haben wir mit Fearlab gespielt. Dort haben wir auch eine verdammt solide Show gehabt. Die Leute haben sogar mitgemacht. Sie haben Wall of Deaths gemacht. Und was natürlich dann das Problem war, weil ich habe bei Taoist schon gesehen, dass die Leute mitmachen, dann habe ich gesehen, dass sie bei Fearlab mitmachen. Du kannst jetzt nicht Tiramisu so fressen, wenn du mich die ganze Zeit schnurren lässt und ich nicht zu der Pizza komme, Kollege. Das machen wir zusammen auf nachher. Ja, okay. Heiter fahren. Auf jeden Fall habe ich mit Fearlab gespielt. Das war auch sehr lustig. Der Sascha hat mir verboten, dass ich wieder sage, dass irgendjemand Geburtstag hat. Ah, stimmt, ja. Habe ich das bei Taoist gesagt? Mhm. Nein, ich habe der Domi und der Timo und der Butch, die sind bei jedes Mal, wenn ich gespielt habe, sind sie im Publikum gestanden und haben ihre Mittelfinger aufgehabt. Und ich so, hure Asis. Und dann, ja, das war saumässig lustig gewesen. Dann habe ich immer den Mittelfinger zurück machen, aber weil ich ja als Instrument spiele, habe ich nicht keinen Mittelfinger zurück machen. Das heisst, ich habe sie einfach böse anschauen. Und dann bin ich dort gehockt und dann haben wir das Konzert, dann haben wir das gespielt, das war lustig gewesen. Und nicht allzu viel passiert, außer der Wall of Death. Die Leute haben wirklich mitgemacht. Sie haben ihre Handys vorgenommen, sie haben mitgeklatscht. Oh, der Brudi, der Push-Ups machen war. Ja, aber das war bei Eversis. Stimmt. Und dann bin ich von der Bühne und dann Port of Call gespielt. Das war lustig, sehr geil, wirklich eine gute Show. Hat sich angefühlt wie früher. Und dann bin ich nochmal rauf und dann war es eben so, dass Eversis halt spät gekommen ist, weil wir halt so spontan eingesprungen sind, haben wir keinen Soundcheck gehabt und wir haben unser Equipment noch nicht auf der Bühne gehabt. Das heisst, wir sind raufgekommen, unser Equipment auf die Bühne gerührt. Der Techniker hat alles eingesteckt und dann ist es eigentlich, glaube ich, von dem Zeitpunkt, wo wir unser Equipment auf die Bühne gerührt haben, zum Anfangen vom Konzert, ist es etwa 3 Minuten gegangen. Schon schnell, ja. Und die Leute sind gar noch nicht wirklich draussen gewesen. Und dann haben wir so Soundcheck gemacht und der Mischer einfach so, yo, gib mir schnell deine Gitarre. Ich so, er so, ja, ist gut. Yo, gib mir schnell Bass. Yo, ist gut. Ey, gib mir schnell Vocals. Ja, ist gut. Ja. Ey, gib mir schnell Vocals auf dem Main-Mic. Lalalala. Ja, ist gut. Drums, hau mal schnell alles an. Und dann der Drummer, der Mischer so, ja, wenn ihr einen anspielen. Und ich schaue so hinterher, so, hören ihr alles auf dem In-Ear? Ja. Haben wir einen anspielen? Fuck it. Habe mich umgedreht, einfach so das Mikrofon, das Publikum ist da gestanden, hat so das alles angeschaut und es ist nicht länger gegangen wie 1,5 Minuten. Ja, das ist professionell. Und dann habe ich so das Publikum geschaut, sollen wir anfangen? Und die so völlig verwirrt so, hä? Und ich schaue so den Mischer an, hey, wir schicken. Und der Minister einfach so, yes, go. Und dann haben wir einfach geschickt, ohne Intro, erste Song angespielt. Und die Leute sind wirklich ein bisschen verwirrt gewesen, glaubst du? Also, ihr habt den Intro nicht laufen lassen mit dem Brian? Ja, das Brian-Intro war für 2024 gewesen. Das war für die eine Tour gewesen. Das kann man nicht nochmal laufen lassen. Machen wir neu mit dem Brian? Nein. Das kommt schon. Der Luki hat das Intro gemacht. Okay. Vor allem, ja, das ist das gewesen. Und dann haben wir dort, und das Problem ist natürlich, das Publikum, ich habe gewusst, dass das Publikum kann. Das heisst, ich habe das Publikum dann auch motiviert. Wir haben Circle Pits gehabt, wir haben Wall of Love gehabt, wir haben Leute gehabt, die Liegestütze machen. Ja. Es war wirklich saumässig lustig, das Konzert. Also wir haben wirklich, glaube einfach wirklich absolut blöd da. Wir haben wirklich alles gemacht, was man kann. Ich bin irgendwann mit der Gitarre bis vor das Werk gelaufen. Ja, das habe ich gesehen. Bis es nicht mehr, das ist eben so ein Ding. Alle fragen sich immer so, wieso rennst du so, was machst du? Und ich sage, ja, ich gehe immer generell mit dem, wenn ich irgendwo von der Bühne weglaufe, laufe ich einfach einmal so weit weg, bis die Gitarre nicht mehr tönt. Nein. Weil ich habe ja das In-Ear und das In-Ear ist gut von uns, das hat der Timo ja von seinem Geschäft abgekauft und weiss ich nicht was. Und das hebt hure lang. Also mit meinem In-Ear könnte ich etwa 300 Meter weglaufen. Du bist ja aufgelaufen, das übrigens. Ich bin nicht auf, ich bin raus. Bist du raus? Ich bin vor dem Werk, ich bin vor dem Werk voraus gestanden. Das soll jemand sagen, jetzt sollst du das Foto machen? Ich glaube, die Lexi hat mich... Ja, es ist aber immer so schwierig. Die Lexi hat es dann gecheckt und ist mir dann hinten reingerannt, aber dann hat die Gitarre schon wieder aufgehört und dann habe ich umgedreht. Es gibt ein Video, wenn ich vor der Bar stehe. Das ist noch ein Foto. Das ist noch lustig. Ja. Und oh, ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt der Sänger von Lost Game? Der Damis. Ja, der Damis ist mir irgendwie hat mir noch eine Insta-Story gemacht und ist mir hinten reingeflasht. Das war sau lustig. Also, ja, das hat Spaß gemacht. Da habe ich irgendwann eben die Leute so quasi motiviert, so, weil ich jetzt schon zweimal gesehen habe, was ihr könnt, wollte ich jetzt auch wirklich sehen, dass ihr immer noch mitmacht. Dann haben sie mitgemacht und dann habe ich das Gefühl, dass sie Disco-Kugeln anleuchten. Stimmt. Dann haben sie Disco-Kugeln nicht angeleuchtet, aber Lichtleute haben Disco-Kugeln angeleuchtet. Das war absolut geil gewesen. Von dem her. Also, was war so dein Highlight von dem Abend? Noch überlegen. Let me think. Ich glaube. Also, irgendetwas habe ich vorher gedacht, verdammt Scheiße. Keine Ahnung. Es war einfach gute Energie gewesen. Gute Bands, gute Leute.
was ich aber merke im Fall, ist, ich habe es schon ein paar Mal mit Leuten geredet, ist, wie sich der Verhalten im Backstage in den letzten 2 Jahren geändert hat. Weil früher, also Bier ist immer leer geworden und hast müssen nochmal holen, was auch immer. Heute im Fall, das erste, was wegfliegt, Mathe. Ist voll mit Mathe. Stunden später, kein Mathe mehr. Das zweite, was wegfliegt, alkoholfreies Bier. Ist voll gewesen. Nachher einfach, plötzlich mache ich den Kühlschrank auf, so 2-3 Stunden in. Und ich so, Mathe ist weg, alkoholfreies Bier ist weg. Es gibt niemand hat Bier getrunken. So, the fuck, Alter. Vor 10 Jahren war es genau umgekehrt. Ist immer Bier weggeflogen. Weißt du, bei jungen Bands ist es immer noch so, dass alle sich wegscheppern. Meinst du? Ich frage mich eben gerade. Ich glaube nicht. Aber nein, die nehmen die richtige Droge. Die trinken keinen Alkohol mehr, die nehmen die richtige Droge. Also eben, es wird die sehen die Welt und denken sich so, wow, fuck, Alter. Es wird wirklich wenig getrunken. Gib mir das ist so, ja. Es ist einfach funny, wie gesund alle geworden sind. Ja, oder alt. Oder alt und gesund. Früher hast du noch nicht mit dem Auto heim müssen, weil du hast kein Auto gehabt, weil du bist erst 17 gewesen. Ja, genau. Ja, wir sind früher mit Whiteout mit alles im Zug gegangen. Der Dano hat sein Wägeli gehabt mit seinem Schlagzeug. Timo Versus hat jetzt auch umgerüstet. Ja. Wir haben jetzt 3 Rollköpfe, also wir können mit dem Zug wieder irgendwo hin. Das ist geil. Es wird wieder gesoffen im Backstage, jawohl. Nein, es war schon funny. Ich finde das Werk ist wirklich geil. Ja, das Werk ist wirklich cool. Wirklich cool. Ja, es ist wirklich nicht weit weg von Zürich. Also. Ja, geben wir mal einen Ruck in Ohren Zürcher. Ja. Ich weiss, dass er zwar, oh mein Gott, wir gehen zu Zürich. Also ich weiss, dass er nicht mal zu Zürich an das Konzert geht, wenn es nicht im Werk 21 ist oder in eurer Stamm-Punk-Hipster-Bar, wo ihr rumhängt. Ja. Wir geben mal einen Ruck. Es geht, jemand gesehen, bei Sefer das Breath ist fast voll gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Voll. Ja. Nein, also mega cool gewesen. Und ja, die Woche danach hast du wieder auch mit yours. Also mein Highlight war einfach ganz genau gewesen. Mein Highlight war, dass wir mit der Versus einfach wirklich anstehen und sagen, go! Und es hat genau gleich gut funktioniert wie vorher. Ein Jahr lang keine Gigs gespielt, es hat trotzdem genau gleich funktioniert wie vorher. Ja, ich habe glaube noch die gleichen Seiten auf der Gitarre gehabt wie in Pola letztes Jahr. Okay. Also ja, weil ich einfach nicht damit gerechnet, dass ich ein Konzert spiele. Klar, ja. So, ich habe gedacht, ich wechsle die Seite jetzt nicht noch, ich mache jetzt auch eine frische Seite an heute Morgen. Den Scheissdreck gönne ich mir nicht. Ja, voll. Weil ich habe ja die New York XL-Seite, die sind super. Die New XL, ja. Das sind der Hammer von Dario. Please sponsor uns. Und die sind teuer. Sie sind gar nicht so teuer. Doppelt so teuer wie normale Seiten. Sie haben aber 4-mal so lang. Sie haben 4-mal so lang, sind etwa 3-mal so stimmstabil. Sponsort uns. Also ich kann es dir wirklich nur empfehlen, Ricky. Ich weiss. Die sind der Hammer, die Seite. Weil wenn die aufziehst, du kannst sie aufziehen am Morgen und dann kannst du am Abend eine Show spielen, die verstimmen sich keinen Millimeter. Das sind schon sehr gut. So, und das kannst du mit regulären Seiten nicht. Also wenn du die regulären Darius nimmst und die am Morgen aufziehst, also dann ist eine schlechte Show. Ich muss ja nicht mehr wirklich Gitarre die musst spielen. Noch so ja gut, du musst nicht mehr Gitarre spielen. Spielen wir eigentlich die nächste Show mit 2 Gitarristen? Nein, doch. Nein, so gut ich komme nicht. Deswegen bringen wir die neue Songs rein. Ich komme ins Publikum, Bruder. Ich komme einfach im Publikum schauen. Nein, das wäre im Fall mein Plan. Machen wir eine Periphery, machen wir 3 Gitarren. Wäre die hure Show in Piccadilly irgendwie aus irgendwelchen Gründen abgesagt worden. Ich hätte euch allen nichts gesagt. Wäre einfach an DTH, hätte ich Eintritt gezahlt und wäre ein Deck gestanden. Und wäre irgendeiner vor das Gefühl gehabt, so, hey Bella, kannst du noch schnell? Wäre ich Deck gestanden und gesagt, ja, Eintritt gezahlt. Entertain me, you fucking peasant. Nein, aber das war halt Fuel and Friends gewesen, und nachher eine Woche später hast du auch wieder mal gespielt, oder? Mit Versus. Am gleichen Tag haben wir mit Tavis gespielt und dann ist der Radar von Kate Effect. Es ist sehr oft die Frage gekommen, am Samstag voran. Oder am Freitag so vor allem im Piccadilly haben mich und der Dave so ein paar Leute gefragt, so, müssen die eigentlich nicht an der ETH sein? Nein, wir sind zu dumm für das. Stimmt, ja. Die Hälfte von Tau ist das Team A. Stimmt, die Hälfte von Tau ist im Piccadilly gewesen. Ja, also ihr hättet können noch Hälfte vom Tau ist Dings können spielen. Ja, wir hätten die Hälfte vom Tau ist können spielen. Genau, der Dave Schlagzeug, ich Gitarre. Und dann... Das Gute ist auch wir haben der Rico. Der Rico hat einfach mal, du siehst dann das Intro-Video noch, der Rico hat jetzt einfach behauptet, er sagt du. Er hat behauptet, wenn er jetzt auch so ein Shirt hat, wo hinten drauf steht Ricky, würde einfach niemand merken, dass es nicht du bist. Ja. Also das Käppchen ins Gesicht ziehst, das will niemand merken. Ja, voll, ja. Gleiche Frisur, gleicher Bart, Badass Vocals. Ja, voll. Hat der Rico jetzt eine Glatze? Ja, aber gleich fest wie du. Ah.
Habe ich nicht gesehen. Er hat immer das Käppchen, ja. Makes sense, ja. Also gut, er hat das Käppchen, aber es böse ausgesehen. Ja. Nein, aber Dings, ja, wie war es gewesen? Piccadilly? Hure nice gewesen, nicht so viel los. Nice to eat you ist sehr, sehr chillige Scheibe. Hast du nice to eat you gesehen dort? Ja. Ja, jetzt schon kommen. Aber hast du das Gefühl gehabt, sorry, ich muss mit Taois der ETA spielen? Hast du mit nice to eat you gesehen? Das habe ich nicht gecheckt. Nein, I Called Your Name ist nicht gewesen. Ah ja, I Called Out Your Name, nicht Nice to Eat You, Aber sorry. mit nice to eat you haben wir in Band gespielt. Ah, es hat zu viele Bands. Ja, schon gedacht. Aber I Called Your Name und die deutsche Band da, wie heißt Aber auch I Called Out Your Name ist geil gewesen. Bird Alive ist auch sehr geil gewesen. Die hatten einen Gitarrist gehabt mit einem Shirt und auf dem Shirt ist drauf gestanden Brutus und der Ramon und ich absolute Brutus-Fanboys und der Döme auch absolute Brutus-Fanboys. So, jawohl, Brutus! Und dann sind wir mit ihm voll am Feiern gewesen. Das war richtig geil gewesen. Hast du das neue Tattoo? Das ist der Zelda-Dings. Ja. Geil. Gerne. Sick. Wenn ihr das auch anschaut, könnt ihr nicht Edgy Badge. Stimmt, jeder will sich alle deine Haare weg. Ja, Bruder, das sieht richtig geil aus. Ich habe immer gemeint, ich sage einigermaßen braun. Ich bin gar nicht braun. Das sind einfach die vielen Italiener-Haare, die Schatten werfen. Ja, weil sobald sie weggeschnitten sind, du musst schon schauen, das ist 3-mal so hell wie da. Ja. Wie lange war es? Was? Wie lange war das Tattoo? 14 cm. Ah, du meinst, ja, keine Ahnung, gute Stunde. Ja, ist nicht so groß. Ja. Nein, aber ja, erzähl mal. Ja, das ist geil. Ich bin ja dran, du unterbrichst mich ständig. Erzähl mir gut. Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt so. Es ist hure schön. Piccadilly Brook ist auch eine mega schöne Location. Ist auch schön. Es kommt einfach keine Sau dort hin. Das ist auch was machen die? Wieso gehen die nicht dort hin? Es ist relativ nice. Kommt vom Sofa weg. Ja, bewegt euch in scheiß erstes Zürich und raus. Ja. Ich mache mich langsam hässig. Das klingt Piccadilly auch geil Location. Ich finde eigentlich, Nala und Luna könnten auch einfach bei generell Leuten in die Wohnung schiessen. Nicht nur, wenn sie nicht wollen. So, dass sie rauskommen, ja. Ja, und dann... Das Piccadilly ist mega schön, dort haben wir Spass gehabt. Es war richtig entspannt gewesen. Es war mehr so ein Familientreff von Bands. Und dann, ja, wir hatten einen Opener-Slot gehabt. Doch, dann am Schluss waren es schon ein paar Leute gewesen. Und 2 sind, glaube ich, gekommen, weil sie am Samstag vorher noch uns gesehen haben im Bruck. Okay. Das ist mega, im Baden, das war mega cool gewesen. Ich spiele ja so mit hässigen Bands. Ja? Wir spielen immer mit hässigen Bands. Dann sind wir immer mit Softrock-Band. Das ist mega schlimm. Hey, von dem her, bist du eine Rockband oder eine Pop-Punk-Band oder eine Pop-Rock-Band oder eine Rap-Rock-Band. Rap-Rock-Band oder eine Alternative-Metal-Band? Rap-Metal-Band. Also ich sage jetzt nicht, dass wir mal mit Reed unbedingt spielen. Aber würden wir schon. Oder mit... Eigentlich... Also wir können eigentlich auch... Must Be Wrong können wir auch. Ja, wir können das... Ja... Ja, also mit Must Be Wrong würde ich jetzt vor einer Matchbox besonders stellen. Ja, klar. Makes sense. Aber es ist so ein bisschen, ja, ich glaube, wenn du weiter so Songs, wenn du weiter zu viel Creed hörst, kommt teilweise noch das gleiche Problem rein. Ja. Aber ja, wir spielen immer ein bisschen mit härteren Bands und dann ist es immer so ein bisschen, du siehst so die Leute, die eigentlich sich einfach nur auf die Fresse hauen, dann sind wir dort und dann ist es so, ein bisschen zu wenig auf die Fresse. Dann haben wir jetzt einen hässigen Song geschrieben. Egal! Auf jeden Fall, es ist immer nice, es ist immer cool, Konzerte zu spielen. Wir haben Leute erreicht, die wir vorher noch nicht kennt haben. Das ist schon cool, ja. Es hat, glaube ich, auch 2-3 Leute, die es cool gefunden haben. Ich sehe auch wieder mal mehr junge Leute, finde ich sick. Ja. So 18-Jährige und so. Was machen die da? Aha, so. Yeah. Ja, der die Liegestütze gemacht hat. Ja, Brudi, ist auch jung gewesen, ja. Stimmt. Und der davon gewusst. Ist so wie... Das ist schon cool. Ja, können wir mal noch... Metal Monday. Wir müssen mit Metal Monday. Wenn du im Werk Baden spielst, musst du also Metal Monday Team sagen. Unbedingt. Damit ich Werbung mache an den Metal Monday Events. Ja, Metal Monday Leute sind cool. Ja. Genau. Shoutout. Ja, das war wirklich eine geile Show gewesen. Wir haben gespielt, dann war es lustig. Dann habe ich so Leute angequatscht, ob sie ein T-Shirt kaufen. Wir haben, by the way, nur noch ein Tie-Dye-Shirt. Auf der Tour ist keins von denen weg. Niemand hat, wo wir letztes Jahr Konzert gespielt haben. Ja, mit genau, die Hippie-Shirts. Unser schwarze, weißt du, haben wir noch mit Bleach gemacht, damit es geil aussieht. Und wir haben letztes Jahr auf der Tour keine, ich glaube, wir haben auf diesen ganzen 7 Shows haben wir irgendwie 5 T-Shirts verkauft. Und von diesen 5 T-Shirts, die wir verkauft haben, haben wir 3 in Polen verschenkt. Ja. Irgendwie so. Und jetzt die letzten 2 Konzerte haben einfach irgendwie die Leute das Zeug kaufen. Ich weiss nicht, wieso. Vielleicht sind sie aber betrunken gewesen und ich habe sie blöd angequatscht. Ihr habt jetzt, weißt du, ihr habt FOMO eingebaut, weil ihr so lange nicht mehr auf die Bühne gewesen sind. Ja, ich glaube, die haben das alle nicht gewusst. Es ist wie kann ich sagen, der Mystery. Die sind ich glaube, im Werk Baden sind einfach alle besoffen gewesen und haben so gesagt, ja, ich nehme noch ein T-Shirt. Ja. Und im Ding ist es so gewesen, dort habe ich etwas verkaufen. Wir haben jetzt komplett den Whiteout-Approach genommen, weil wir das Gefühl hatten, wir werden unsere T-Shirts einfach loswerden. Also nicht loswerden, aber wir würden sie gerne. Jetzt zerstören die Konkurrenz.
Nein, also ich kann dir im Fall sagen, dass das mit dem Konkurrenzzerstörern absolut kein Problem ist, weil wenn neben dir Save Your Last Breath ihre fucking H&M aufstellt, wo trotzdem jeder einfach ein Save Your Last Breath störst kauft. Stimmt, ja, dann haben wir einfach gesagt, immer so, wie viel wollen wir? Ja, wie viel willst du zahlen? So. Ja, so viel habe ich nicht. Ich so, ja, dann gibst du weniger als das. So. Mal was willst du. Und dann habe ich einer ein T-Shirt verkaufen und sie hat das Gefühl, ja, es ist schon cool, aber sie müssen sich noch überlegen. dann hat Bury the Liar gespielt und Lexi und ich haben hinten einfach so angefangen, so Mosh-Dancen wie so absolute Affen, Mann. Also wirklich, wir sind dort so am Rumhampelmannen ja, und so. Und dann ist sie rausgekommen und hat das Gefühl gehabt, okay, nach unserer Dance-Einlage müssen sie jetzt ein Shirt kaufen, weil wir sagen cool. Und ich so, das ist sehr gut. Du hast etwas völlig falsch verstanden. Also cool sind wir ganz sicher nicht, aber wir geben einfach keinen Fick, was andere denken. Ja, das ist gut. Ja, das ist cool gewesen, wirklich gut gewesen. Ja, währenddessen sind wir in Zürich. Also ich habe vor allem noch einen Bassamp mitgenommen für die eine Amp. Ich habe einen Bassamp mitnehmen, weil sie einen Picker keinen Bassamp haben. Ein Basscap haben sie? Bassbox, ja keine Ahnung, frage mich nicht. Sie sind Bassbox, aber... Die ist jetzt anscheinend kaputt. Und beim Drum sind Ständer geklaut aber worden. hättest du nicht können den Helix nehmen? Ja, aber ist ja nicht für mich gewesen. Aha. Ja. Aber du musst eine Cap mitnehmen für die Ja, andere ich muss Band. ein Cab mitnehmen, weil der Rico quasi das Gefühl hat, also, hey, sorry, von uns wäre cool, wenn eine Schweizer Band ein Cab mitnimmt, damit die Deutschen nicht mehr über die Grenze Ja, schleppen. Save Last Breath hat ein bisschen Probleme. Und dann haben sie gesagt, Save Last Breath, ja, wäre sie es auch. Wir, haben auch, also wir spielen die ein, wir haben kein Bass-Cab. Ja, aber ihr habt mindestens einen Bassist. Ja gut, wir hatten einen Bassist, aber was bringt uns ein Bassist ohne Cab? Direkt schicken. Ja, für uns ist es kein Problem, aber eine Band, die ein Bass-Cab braucht, hat dann halt das Problem. Und dann habe ich dort das Bass-Cab organisiert und das mitgenommen, dann herausgefunden, dass I Cut Out Your Name das Bass-Cab braucht und I Cut Out Your Name auch kein Bassist hat. No. Die haben den Gitarrist, dann macht irgendetwas Komisches dort mit so Octaver und so. Ah, okay, ja. Ja, und das war sehr lustig. Das ist wirklich lustig. Ich lade jetzt dann gleich noch das Video auf. Ich kann es eigentlich heute aufladen, aber heute sind wir alle mit Save Your Last Breath beschäftigt. Voll. Gönnt voten. Lade ich es nicht heute auf, damit das nicht abgelenkt wird. Und aha. Was willst du nicht laden? Ja, ich lade jetzt nicht wieder ein Video auf, wo ich Save Your Last Breath drin tagge, weil, weißt du, wie ich meine? Es macht keinen Sinn, weil sonst wird die Aufmerksamkeit vom auf Save Your Last Breath voten abgelenkt von dem. Aha, das meinst du ja. Ja, vielleicht warte ich mit dem Podcast-Release bis nach dem Voting-Dings. Oder nicht? Ja, Podcast-Release ist das eine, aber weißt du, ich habe ein Video gemacht mit Save Your Last Breath zusammen, das wäre ein Collab-Post und das wäre dann wieder so. Du postest es ja eh nie, wenn der Podcast release ist. Nein, ich vergesse es immer. Du postest es ja immer erst einen Tag später. Ich poste immer einen Tag, bevor der nächste rauskommt. Wenn ich einfach so, oh shit, ja, ich aber muss den generell hast du früher so gemacht. Hast du den Podcast release, hast du die Story da, einen Tag später hast du den Post gemacht. 2-3 Tage später vielleicht. Eben, also von dem das kannst du gleich machen. Das ist egal. Nein, aber währenddessen sind wir in Zürich gewesen. Hometown-Show. Erste Hometown-Show. Das ist so eine Lüge, Alter. Wir haben schon 2 Hometown-Shows gehabt, im Baden. Ja. Aber weißt du, wie du sie einen neuen Song kannst hören, wir sind Zürich City Hardcore, obwohl wir nicht in Zürich wohnen. Aber weißt du, Swag und so. Ich sehe es kommen. Die Jungen Zürcher sind schon mega hässig. Nee. Aber sie können das nie verprügeln, weil wir nicht in ihrer Bar spielen. Ja, sie sagen, ihr seid zu weich für Hardcore. Sie sind voll nicht real, die sind nicht real, die sind nicht Hardcore. Ihr habt Clean Vocals, das geht nicht. Sie sind nicht Hardcore und aus Zürich können wir auch nicht verpissen, eure Arschlöcher. Anke, Butter, hast du mir ein Bier? Wir haben viel zu viel Ei in Zürich. Ich sage nicht so nur viel. weil wir in der Langstrasse nicht wohnen. Aber ja. Aber ja, nein, wir sind... Ich liebe Zürich, keine Angst. Ja, voll. Erste Hometown-Show. Und das Coole von dort hast du dort kommen die Leute, die nicht normalerweise an Local-Shows gehen. Oder es sind teilweise Studenten oder Leute, die gehört haben, cool, Konzerte in der Schule. Und das war sexy, also recht viele Leute gegeben. Das Bierfestival vorher dran gut gewesen? Beer Experience, ich habe es aber nicht geschafft. Wo ich übergehen haben sie schon Last Call gemacht. Und ich war so, ja komm, ich gehe eine Probe abräumen. Und nein, es war mega cool gewesen. Mit Moment of Madness, wo jetzt noch Gitarrist haben, Schau verrieben. Nochmal Latino der Szene, finde ich gut. Hat es viel Latino? Wir erobern. Nein, du hörst nur Spanisch in der Local-Show, ich sag's dir. Gehst du jetzt schon? Ja. der Team von Porsche ist der Aushelfer gewesen. Ich habe ein bisschen geschnurrt. Was, der hat der Schlagzeug gespielt? Nein, nicht der andere Team. Du hast Gitarre-Team und du hast Drum-Team. Bei Polar Shift? Yes. Und der Gitarre-Team ist bei... Porsche Shift auch.
längere Haare. Ja, Muckis. Ja, Muckis trifft auf alle zu wie Polar Shift, außer auf das Team. Auf das Team, ja. Die andere Team. Ja, und der hat Team, Gitarre der gespielt bei... Nein, er hat ausgeholfen. Bei der ETH. Einfach als Helfer. Wie wenn du ausgeholfen sagst, klingt das für mich so, als ob er ausgeholfen hat. Wer hat einfach nur geholfen in dem Fall? Nein, es war am Helfer gewesen. Okay. Und ja, voll, nein, es war ein Fun-Hang den ganzen Tag. Ja, wir haben... also ETH-Team ist einfach geil. Die machen es wirklich super. Und ja, es ist chillig. Wir machen da Werbung für so ETH und Piccadilly. Wir sind absolute Staatslieber da. Wir küssen unserem Staat gerade so richtig den Arsch. Ich finde lustig, weil du hast so im Video eben so gesagt, aber ja, ist ja uncool, dass die Leute ETH oder was auch immer. Was macht die Band uncooler als zwei Leute, die ETH waren oder so etwas? Und dann schreibt jemand im Kommentar so wie Metal ist mal, Bildung ist Metal. Was habe ich gemacht? Nein, du hast im Video gesagt, was hast du gesagt? So wie, was macht die Hardcore-Band uncooler als in ETH zu gehen? In so etwas hast du im Video gesagt. In welchem Video? In dem Werbevideo am Schluss. Ich habe es dir reingelassen. Das hast du reingeschnitten? Ja, ich habe irgendetwas gesagt. Was ist uncooler was ist uncooler was ist weniger cool, wie wenn einer von deiner Metalband an der ETH ist? Und zwei Leute an der Ja, voll. Und so richtig Dinenglas als Roast-mäßig. Und dann jemand schreibt auch so. Junge, also jetzt, logisch, irgendwann werde ich einfach umgebracht, weil du etwas, was ich das Gefühl hatte, ist so logisch off-record. Ich poste alles, wenn es lustig ist. Und ich finde es so cool, dass er auch geschrieben hat, Bildung ist Metal. Finde ich auch, ist geil. Nein, auch cool gewesen. Also, schon noch sick. So wie meine Lehrer in der Schule haben gesagt, ich will es nie dort arbeiten. Aber ich habe es geschafft. Du hast sogar Geld bekommen von ihnen. Ja, wir sind bei ETH bezahlt worden, das ist gut. Nein, cool. Du bist quasi referieren. Voll, coole Energie, mega viele coole Leute, die einfach sonst noch die Shows siehst. Ich habe extra die Ansage auf Englisch gemacht, weil ich habe gehört, wie viele Leute nicht Deutsch reden. Und ja, wenn unser Bassist beigebrochen hätte oder was auch immer, unser dritter Bassist wäre jeder da am Beer Festival. Also mehr ist dort gewesen und ja, schon ein paar Bier hinter sich gehabt, aber hätte ich auch können spielen. Niki hat mich einfach gefragt, von wegen, müssen wir Songs lernen am Samstag. Reconstruction Tour, auch der Reconstruction Tour, wo ich auch noch war, hat der Niki mir gesagt, er müsse Songs lernen und ich so... Habe ich etwas verpasst? Also ich habe einfach gedacht, okay, cool, er wollte einfach Songs können in dem Fall. Und ich so, habe ich etwas verpasst? Er hat mal gesagt, für Vinti, ja. Und dann hat irgendeiner geschrieben, dass er das Vinti spielt. Das ist nicht gut, Alter. Ich so, spiele ich das Vinti nicht? Habe ich etwas vergessen? Habe ich irgendwie etwas nicht eingeschrieben in meinem Kalender? Haben sie mich aus der Band gerührt? Haben sie das Gefühl gehabt, fuck it, Alter, ohne Bella viel besser? Sieht, wenn wir 3 Gitarristen haben und wir schreiben Songs für eine Gitarre. Eben, das ist der Simon, der neue Gitarrist von Fear Life, hat auch einen geilen gebracht. Er hat gesagt, eben, wenn wir da unser Ding mal durchziehen, ich habe das nämlich mehr erklärt und Niki und so von wegen, wenn wir das durchziehen mit dem, dass wir mal an einem grösseren Festival spielen oder einfach ein grösseres Konzert spielen, dass wir dann einfach alle mitnehmen. Und dann eben hat der Simon gesagt, da könntest du noch einen haben, der der Schiri ist, der kommt nach dem Song auf die Bühne, nach so einem harten Song kommt er auf die Bühne, pfeift so rein und stellt das ganze Team raus wegen übertriebener Härte. Das ist geil. 2 Minuten Strafe wegen übertriebener Härte. Let's go. Das ist geil. Und dann können wir alle gehen und dann spielt die nächste Band. Das wäre wirklich gut. Ja, also einfach wegen, ich habe es so geil gefunden, wenn der Deck stand ist, er ist so stolz auf seinen Joke, wegen übertriebener Härte. So lustig. Nein, aber eben, es ist cool. Wir sind ja 12 Leute beteiligt. Also, vielleicht das erste Mal 2 Drummers, 3 Bassisten und 3 Gitarristen auf der Bühne gleichzeitig. Alter, wenn wir einen zweiten Sänger... was haben wir Luke, ich kann auch... Nein, ja, aber du kannst ja nicht jemanden nehmen, der schon... Der Mike und ich können das wahrscheinlich auch. Ja. Aber wir haben nicht gesagt, wenn wir, der Rico ist ja eh... Der Rico ist hat ja eh gesagt, er ist du. Ja. Das heisst dort... Oder was haben wir... Muss einfach clean singen. Ich weiss nicht mehr. Ja, macht er dann schon. Naja. Wenn es nicht kann, macht er ich sage ja schon lange, dass etwas Safe as Breath er muss auch nicht clean singen. Der Rico kann einfach anstatt clean singen, kann er einfach so seine Death Stare ins Publikum machen. So. Und dann ist gut. Oder haben wir nicht, bist du dabei gewesen? Bin ich dort, sind dort der Luki und ich alleine gewesen? Wo? Wir haben, glaube ich, irgendwann auf der Stege vor dem Werk haben sie mal mit dem Mic geschnurrt. Von Expello und dann einfach so. Ich weiss nicht mehr, ob du auch mal bist, aber wir haben dann einfach das zweite festgelegt, dass sie dich wieder ersetzen, falls du mal nicht kannst. Sie können es. Ja, sie können locker, ja. Sie können es sehr gut, ja.
Ja, das wär fucking funny. Das wäre absolut funny. Und dann eben einfach so am Greenfield könnte man dann einfach auf beiden Bühnen gleichzeitig spielen. Der Marcello Poroschiff könnte ja auch. Bruder, aber es gibt noch viele Leute, die das Der Gino könnte ja auch tatsächlich. Ja, ich habe letztes Jahr habe ich dir das nicht geschickt, dass der Sänger von Get the Shot die Band verloren hat, weil es nicht mehr geht wegen dem Arbeiten. Ja, und sie dann den ultimative HC-Move gemacht haben und einfach der Gitarrist jetzt der Sänger ist. Was mich zu meiner These leitet, dass der Sänger in einer HC-Band einfach nichts Schwieriges ist. Weil jedes Mal, wenn irgendwie der Sänger geht oder sonst etwas, ist einfach so die immediately Lösung. Ah ja, unser Gitarrist ist jetzt der Sänger. Yeah. Läuft, Bruder. Ich habe das Gefühl, bei Hardcore-Bands können die alle schreien. Aber ich sehe auch so Features von Local Hardcore-Bands und so wie der Drummer von der einen Band ist einfach auf der Bühne am Schreien und so. Okay. Ja, bei Trillium könntest du auch den Paolo oder den Bassist. Der macht ja alle High Harmonie. Der könnte einfach, wenn der Matt nicht singen könnte, der könnte einfach machen. Ja, voll. Es sind immer Bassisten. Aber das geht. Nein, aber es war cool gewesen. Moment of Madness, sehen wir wieder am Wochenende Corban Volume 2. Sick. Du siehst sie? Ja. Obsidian sind auch sehr cool gewesen, habe ich zum Beispiel mal gesehen. So Symphonic Power Metal oder Gothic Metal. Und das ist einfach geil. Also jetzt die ersten 15 Minuten sind wirklich hart gewesen, aber jetzt ist gut. Ja. Von unserem Podcast. Ja, voll. Jetzt sind wir nicht mehr am Fressen. Es ist im Fall auch, glaube ich, schon nicht am Essen gelegen. Hey, ich bin einfach durch, Mann. Dein Hirn hat einfach nicht funktioniert am Anfang. Jetzt kommt aus dir wieder etwas raus. Ich schwöre. Jetzt kommt aus dir wieder etwas raus. Ja, du musst das T-Shirt wechseln, das ist ein riesen Flash. Oh no, mein neuer Lost Game T-Shirt. Warte schnell, ich habe eine Idee, wie wir das fixen können. Spucken? Nein, du musst schnell kurz reden. Okay. Nein, wir wollen das nicht fixen. Was willst du fixen? Dich. Okay. Red jetzt. Nein, und ja, das war einfach geil gewesen. Shoutout Serien, wirklich cool organisiert. Und, voll. Perfekt, ja. Das ist super. Nein, und ja, das ist mal eine coole erste Hometown-Show gewesen. Zürich showed up. Ich halte das immer noch für ein Gerücht. Was? Baden ist unsere Hometown. Baden ist schon unsere Hometown, ja. Bruder, drei von den Bands zahlen die Steuern dort. Ja, das stimmt. Wir können dann nicht laufen. Wir finanzieren das Werk. Wir können zum Berg laufen. Es ist wirklich nicht weit. Ja, Alright. Geil. Ja, nein, und dann am Sonntag bin ich noch an der Reconstruction Tour, wo ich dich unbedingt wollte einladen, dass du endlich mal Comeback Kid live siehst, dass du endlich mal, dass du mal ein bisschen Comeback Kid-esque Shit zu Taoist bringst. Das kann man damit so. Also, genau. Geil. Und das ist richtig fett gewesen. Also dort hat die erste Band nicht so geil gefunden. Nachher hat der Iron Roses gespielt, was Band von der Natascha ist. Ich weiß nicht, wie Natascha zum Nachnamen heißt, aber Leute, die jetzt keine Ahnung haben, who the fuck Natascha ist, die kennen sie vielleicht unter ihrem alten Ich, Nathan Gray, namentlich der Sänger von Boys Sets Fire. Und Boys Sets Fire gibt es immer noch, aber halt einfach nicht mehr mit ihrem Sänger, sondern mit ihrer Sängerin, der Natascha. Ja, ich habe gesagt, Iron Rose ist einfach mit dem Mick gechillt. Ja, stimmt. Die sind mit Expella umhängig. Ja, funny. Das stimmt. Ja, das stimmt. Einfach so random gesehen. Ja, und eben die Sängerin von Iron Roses, die ist eben früher Sänger von Boys Sets Fire, ist jetzt Sängerin. Ich butchere da jetzt wahrscheinlich alles, aber in der Instagram-Story steht she, her, Natascha. Also ist das jetzt so? Das schwer. Und dann hat der Nico so witzig geschrieben, das heisst, wenn du jetzt Boys Sets Fire coveren musst du Kopfstimme singen. Dann habe ich durch den Song reingeschickt und so das Gefühl gehabt, Bruder, ich glaube, wir müssten alle Kopfstimmen singen, wenn wir das Boys Sets Fire Song regulär singen, weil die sind so hoch. Ich habe die noch nie gehört. Sind so wie Sleeping with Sirens, oder? Nein. Der Name klingt so emo-mäßig. Ja, ist auch emo. Es ist, Bruder, du hast Boys Sets... Okay, alle, falls du den Podcast hörst und du hast noch nie Boys Sets Fire gehört, jetzt, nachher, Spotify... Die ist sowieso einfach best. Geil. Spotify, Empire von Boys Sets Fire in der Tasche. Nach Empire unbedingt Release the Dogs. Und nach Release the Dogs unbedingt One Match. Und dann noch irgendein alter, so ganz ein alter vom ersten Album, einfach nur hässig ist. Nein, das ist das ist eine Emo-Hardcore Post-Metal-Band. Das ist fucking sick. Ja, also den Namen habe ich sicher mal gehört, aber kein Plan, was er läuft.
Legends, Alter. Legends. Ja, das war echt geil gewesen. Ja, ich bin Hausmacher gewesen. Kann ich jetzt immer putzen. Das ist echt geil, das Tiramisu. Gell? Dietschi, sponsor mal. Ja, ich bestelle zu viel Dietschi. Ja, du musst auch. Wir müssen jetzt einfach Dietschi und El Toni stressen, bis wir Geld bekommen. Aber wir brauchen nicht mal Geld. Solange ich Tiramisu bekomme, ist gut. Na, jetzt wieder mal ein bisschen Pause über Konzert. Wann hast du das nächste? Versus? Juni. Wo? Ebri. Geil. Sie haben es schon auf Facebook gepostet, auf Instagram noch nicht. Fuck. Wer ist das? Arun. Ah, ja. Und ich glaube, Before the Decay. Cool. Nein, nicht Before the Decay. Das darf ich jetzt nicht verkacken, sonst ist es falsch. Oder wie postest du etwas auf Facebook und nicht auf Instagram? Du kannst ja beides mit einem Knopf machen. Ricardo, das Ebri funktioniert auch mit mysteriösen Wegen. Ja. Also. Ich kann dir den Flyer sonst zeigen. Ich kann dir den Flyer nicht zeigen, weil sie nicht abladen. Ich habe den Flugmodus drin. Ja, klar. Jetzt kommt viele Geräusche. Download fehlgeschlagen. Ja, nein, Arun, Collective Decay und Versus, 19.06.25. Die anderen Decays. 19.30. Shows 20.00. Schweizer Franken 20. Welttag. Donnerstag. Ein Tag vor dem Linkin Park Konzert. Es ist Donnerstag? aufgehört. Oder Front Leichnam. Wer Donnerstag? 19.06. 19.06. Nein, Auffahrt ist nächste Woche. Nein, es ist nicht Auffahrt, es ist Front Leichnam. Ihr Zürcher kennen das gar nicht. Ist das frei? Also bei mir schon, ich weiß nicht. Ja, bei mir also, wahrscheinlich ja, nicht. du schaffst in Zürich, du hast nicht frei. Schade. Egal, es ist ein Tag vor dem Linkin Park Konzert. Und darum, wo die Anfrage reingekommen ist mein einziger Gedanke gewesen, ich habe frei, sick. Also ich habe am nächsten Tag frei, nicht doch, ich habe am Donnerstag schon frei. Ich habe frei, Konzert spielen, frei, Linkin Park. Bruder, was gibt es für ein besseres Wochenende? Geil. Keins. Fucking hell. Und was jetzt wieder irgendeiner anfängt rumzubrillen? Aber die Emily singt nicht gut. Shut the fuck up. Heb deine scheiß Fresse. Evi, heb einfach die scheiß Fresse. Heb einfach deine scheiß Fresse. Die Frau macht das super, die singt besser, wie ihr alle zusammen je werdet singen. Also fick dieses Knie, Linkin Park ist geil. Name von der nächsten Folge wissen wir ja schon, oder? Bitte. Ah ja. Das ist sie noch nicht, gell? Okay. Die ist 68. Aber Linkin Park ist das, was die nächste Folge wird sein. Linkin Park. Nice. Ja. Ja, kein Ticket. Oh. Ja. Aber es ist im Gruppenchat doch rumgeschissen worden, hättest du können sagen. Nee. Ah, du wolltest gar nicht gehen. Nein. Das ist mir nicht so fest. Hallenstadion. Nein, in Bern ein eigenes Festival. So, sie spielen für Russen, sie spielen das eigenes Open Air in Bern. Was haben sie für Openers? Ja, nicht so geile leider. Mich sind inzwischen mehr Openers im Fall. Ich schwöre. Ja, aber nicht, wenn Linkin Park spielt, Alter! Ja, komm. Ja, ist schon cool. Aber Schon gut. Okay, ist gut. Nein, ist okay. ich weiß, für mich ist... Es heisst, ich sollte andere Meinungen akzeptieren. Ja, das mache ich grossteils, aber jetzt einfach nicht. Ich bin ein kleiner Showmensch. Ich bin nicht so ein Fan von grossen Shows, muss ich sagen. Der Hall ist für mich schon zu gross. Ja, aber Linkin Park! Weiß auch nicht. Was willst du Linkin Park im Ebri sehen? Oder das was sick? Eben, genau. Nein, kann ich. Ich glaube, Linkin Park wäre ohne Show nicht so geil. Welche Band würde ich schauen auf eine grosse Bühne? Linkin Park. Metallica. Nein, ganz ehrlich, also ich will nicht sich drauf. Ich bin zu... Heaven Shall Burn. Nein, schon der Hall gesehen, ist für mich schon zu gross. Kurze Frage, wieso kommst du als Greenfield? Festival Spirit. Es ist einfach cool Hang, coole Leute. Ja, das. Zu wenig Sitzplatz. Gar kein Sitzplatz. Gar kein, also ich sitze am Boden immer. Hat so Beton dort, das kannst du nicht sitzen. Scheiß Beton. Aber ja, nein, ich kann nicht für Stimmung und Leute, weniger für... Alle 16 Schüler aus dem Mitmigration. Nein. Was hast du gesagt? Ich kann wegen den Food Stands. Ah, ja. Food Trucks. Das ist das Highlight für mich. Ja, aber die sind ja nicht mal gut am Greenfield. Also es geht.
Was hat es noch gehabt letztes Jahr? 90% von diesen Foodstands sind einfach absoluter Rand. Rotz, habe ich wieder sagen. Ja, Granich ist schon besser. Also die Foodstände am Greenfield sind so, da ist Pasta für 20 Stutz. Stimmt. Ist Pasta gut? Das wär's ja noch. Ja, das ist nicht so crazy gewesen. Meine Erwartung ist höher. Da ist ein Hotdog für 10 Stutz. Ist der Hotdog wenigstens gut? Ja, das wär's jetzt noch, hä? Ja, Granich ist schon besser. Der Chicken ist der nicht am Greenfield gewesen, oder? Nein, der ist nicht am Greenfield. Schade. Doch, der ist auch am Greenfield. Schau. Ja, aber er ist immer überrannt. Ja. Nein, Darum haben wir ihn ja gekannt. Ja, voll. Wir haben ihn am Greenfield gesehen und sind dann als Granich. Ja. Aber ich kann das geil gefunden, wie der Umi einfach so im Podcast das Gefühl hat, so, ja, der Foodstand, da wie euch Chicken. Tango Chicken. Der Foodstand von dem Fried Chicken. Der hat so gut Runde gemacht, dass das so ein Ding ist vom Umi, dass er uns jetzt einfach als Fried Chicken Gruppe anschaut. Ja. Also ich finde immer noch, wir sollten mal eine Food Review Vlog machen am Granichen. Ja, können wir machen, wir sind ja dort. Fix, machen wir das. Sorry. Gehen wir bewerten. Wir reden jetzt einfach das Kärtchen mit Bewertung. Also das können wir machen, wir können das Video machen, wo wir die Foodstände am Granichen bewerten. Ja, wir tun einfach Sticker mit Bewertung auf dem Ding. Und dann sagen wir so, hey, wir machen das Video, können wir das Essen gratis haben, damit wir, das ist, weißt du, ihr habt Exposure. Ja, voll. Jetzt hat Chicken mit Exposure. Wir sind vom offiziellen, offiziell vom Granichen-Team. Ja. Das wird funny. Aber nein, also ich bin wirklich nicht so ein grosser Konzertmensch. Außer Festivals halt. Sonst, ja, aber logisch, nimmst du lieber die kleinere Show. Ja, so grösser als komplex habe ich nicht gern. Aber das Problem ist, das wird die kleinste Linkin Park Show sein das Jahr. Ja, sonst... So, auf dieser Tour werden es keine kleinere Shows spielen. Was mich ein bisschen abfuckt, ist, dass fucking Architects mal als Vorband angesagt war. Also nicht wirklich. Nicht wirklich. Sie haben einfach... irgendjemand hat einen Flyer gepostet. Ich glaube, Linkin Park selber hat einen Flyer gepostet. Wo Support Acts drauf waren. Und dann ist einfach der Architect gestanden und dann so... Oh mein Gott, is this true? Und dann einfach so, nein. Grandson ist Vorband. Knocked loose bei Deftones halt. Ist Deftones? Ja. Crazy. Sick. Hätte ich das gesehen, hätte ich gekauft. Ja, du hast halt wie nicht können gesehen, weil Sold Out und Support Acts sind gleichzeitig gekommen. Aber Dings würde ich mega gerne gegangen, letztes Weekend. Aber ich bin leider am Aufnehmen gewesen. DTE Festival. Ist DTE? Down to Earth Festival in Zürich. Wir kennen 20 einfach hässliche Hardcore-Bands. Viel von der Schweiz. Und ein paar von Deutschland, die gut sind. Dogbite, Torchit und so. Leider nicht können. Bis am 8. Uhr Abend am Gitarre aufnehmen. Ja, sonst wäre ich gerne gewesen. Brudi, was habe ich am Samstag gemacht? Was hast du am Samstag gemacht? Ich glaube nicht allzu viel. Ja. Ich bin einfach gestern. Was war das gestern? Ja, vorgestern bin ich einfach mit dem Mike biken. Ich habe gesagt, ich will ins Gym. Dann habe ich gesagt, nein, ich gehe joggen. Dann habe ich gesagt, fuck it, ich mache nichts von beiden. Dann bin ich gepostet zum Nachkochen. Dann habe ich einfach so einen Mike aus Scheiß geschrieben, wegen gehen wir biken. Und er so, nein. Und ich so dachte, der schreibt eh nicht zurück. Und dann läutet mir der Mike so, also ich bin 10 Minuten ready. Und ich so, okay. Und dann bin ich so heimgesickelt. So, Und dann sind wir einfach noch so gegangen. Wir sind einfach vom 7. Wir sind den ganzen scheiß Berg hochgefahren, ohne dass wir einmal angehalten haben. Stabil. Das haben wir noch nie gemacht. Noch nie. Sonst müssen wir irgendwie schieben oder sonst etwas. Wir sind einfach den ganzen scheiß Berg zweimal hochgefahren, ohne anzuhalten. What the fuck? Wir haben noch ein Video gemacht dabei. Ja, das ist super. Ja. Top-Athleten da in der Ja, klar. Definitiv, würde ich auch sagen. Voll. Also du, bevor wir da jetzt uns komplett verschnurren, hau mal den News-Button. Ja, voll. Machen wir das. Wer ist der News gewesen? Keine Ahnung. Nein. Das ist das Intro. Warum ist das auch der Intro? Okay. Das ist auch das Intro? Ja. Nein, das Mapping ist... Nein, es ist alles falsch. Spielt alles in gleiche Note wahrscheinlich. Ja. Ja, das ist alles Intro. Aber ich bin ganz crazy, warte. Nein, das ist wieder Intro. Ich glaube, ich muss den MIDI-Mapping noch machen. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ja, noch aktiviert. Aber ja, willkommen zu den News.
Ich tue sonst Salut zusammen, das ist Metal Servala, heutige Folge. Wir reden über... Ja. Was willst du jetzt machen? Nein, mach das nicht jetzt. Comeback Kid. Wir reden über Releases jetzt. Nein, sorry, News. Zuerst sind The News. The News. Genau. The News mit Voll. Ricky. Ja, genau. Eben, Breakdown Sanity, der neue Sänger. Ist der Kevin? Ist Kevin? Kiwi Brändle. Der Kiwi, voll. Ist Kiwi Kevin? Ich weiß nicht im Fall. Ich kann nicht. Nein. Bruder von Shieldbreaker. Ja. Kevin? Wieso habe ich vorher gesagt, wie er heisst, wenn man eh nicht zulässt? Ist Kiwi sein Nachname? Sein Vorname? Brudi, I don't know. Auf Instagram heisst es so. Statt Kiwi. Jo, eben. Ist das wirklich? Ist das nicht ein Nickname, Alter? Ist doch scheißegal, das sagen wir auch alle Bella, oder? Wenn jetzt ich Sänger von Breakdown of Sanity würde er stehen Bella von Metal Servala und nicht Silvan. Weil niemand mir Silvan sagt, außer meine Mami und der Mike. Alright. Ja, ich glaube, das steht nicht mal auf Dings. Auf der Breakdown of Sanity. Ja, ist wichtig. Ja, keine Ahnung, wie heißt der Bruder? Kiwi, Kevin? Ja, nennen doch so, wie es dort steht. Der Kiwi. Der Kiwi ist mit V. Yeah. Kiwi. Ja, der Kiwi. Jetzt muss ich nur schauen. Ja, warum schreiben sie nicht einmal den Namen? Oder? Wo soll das den Namen schreiben? Keine Ahnung. Wenn sie announcen, dass sie neue Sänger haben. Ja. Haben sie doch? Steht nicht. New Single. Das ist fix in der Instagram-Story nicht. Kiwi. Ja, sie haben Kiwi. Stimmt, war Kiwi. Tatsächlich. Damn, okay. Hate to say I told you so. Ja, in dem Fall ist Kiwi, nicht Kevin. Was ist das für ein Name? Es klingt fremd. Okay, bevor der Podcast jetzt da in ganz komischen Gefilden ab Ricky ist, bei dir alles gut? Nein, aber Hält mal schnell den rechten Arm. Ich mir überlege. Spürst du es? Das ist der Link. Spürst du dort noch etwas? Ja. Yeah. So, ist die eine Gesichtshälfte lahm? Weißt du, weil es ist nicht ein Name, wo. Ist das so ein typischer Schweizer Name? Nicht mal vielleicht, nein. Latinisch aber auch nicht. Asiatisch sind es auch wenig. Das macht dich wirklich kaputt, hä? Ja, weil normalerweise kann ich so. Breakdown of Sanity geht. Nein, normalerweise kann ich kannst eine Root-Sprache von einem Namen oder Origin herausfinden. Kiwi dann irgendwie als von Neuseeland wäre. Ja, einfach wenn man Neuseeländer Kiwis nennt. Ist das jetzt dein Link dort? Glaubst du? Gucken wir Kiwi-Name. Ja, ich mach's schon auf dem Grossen, keine Angst. Machst Name, woher kommt das? Ist ein hebräischer Name. Oh. Alright. Antisemitismus klagen. On to the next news. Ja! Also, ja, on to the next news. Metal Serval hat sich antisemitisch geäußert im Podcast. Ja, nein, aber der Bruder kennt ja von Shieldbreaker. Falls ich Shieldbreaker verpasst, sind selber schuld. Okay, in Finnisch heisst es aber einfach Stein. Der Bruder ist Rock, Alter. Geil. The name Kiwi has multiple meanings depending on its origin. In Hebrew, it can mean heal or supplant. In Finnish, it means stone. It's also a street slang term for cannabis in Estonian. Alright. Wow, ja, das ist ziemlich lustig. Right. Also, Finnland und Estonia, okay. Also es könnte nordisch sein. Makes sense. Ja, aber Nachname? Das ist ein Surname. Ist Vorname. Surname ist Nachname. Well. Bruder, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht. Googeln wir doch schnell, ob Surname der Vorname oder der Nachname ist. Surname ist... Der Podcast eskaliert. Surname ist Last Name. Okay. Also Nachname. Shared by members of the family. Okay. Sachen, die im Appenzell sonst noch geshared sind bei members of the family, werden wir jetzt nicht nennen. Aber ja, nein, aber... Tönt aber geil, das Song. Das ist gut. Der Song ist sick, der Hand. Hey, ganz ehrlich, wenn du jetzt mir nicht würdest sagen, dass das ein neuer Sänger ist, ich würde es nicht raushören. Ja, es ist wirklich... Es tönt wie Breakdown of Sanity. Ja, voll, genau. Es ist nicht crazy anders, das wird cool. Ich glaube, er kann sich nachher auch entfalten mit seinem eigenen Sound, aber er kann trotzdem noch Old Shit weiter pushen. Ja, aber so wie ich Metalcore-Hörer und vor allem Breakdown of Sanity-Fans kenne, ich absolut gar nicht. Musst du es langsam reinbringen. Ja, bei Fear Factory ist auch der
der Sänger, wenn der nicht würde, so nicht wie der alte Sänger tönen, würde ihn alle haten. Weil er ist irgendwie 20 Jahre jünger als der andere. Crazy. Ja. Darum, ich warte immer noch darauf, bis bei Slipknot einfach der Corey Taylor von seinem Sohn ersetzt wird. Ja, dann gibt es Slipknot 2.0 fix. Aber ja, das ist mal die News zu... Das ist die einzige News, die wir geschrieben haben, weil dann haben wir Releases und einen Haufen von denen. So viel anderes ist nicht passiert. Nein. Mal, wer ist zurück? Wer ist zurück? Wer hat es gesehen? Oh, ich. Voll. Hoffentlich spielt Save Last Breath im Pregame. Mal schauen, wie... Ja, komm, geh mal schauen, wie es aussieht. Wahrscheinlich werden wir nachher devastated sein, weil es einfach irgendwie 20% hinten sind. Mal gucken. Das Gönnt, go abstimmen. Das bringt jetzt nicht mehr. Impericon. Ich habe einen einen Oberstift gehabt, der zum Nachnamen... Ui, Save Last Breath um 1% weniger. Nein! Als The Hard Boys. Ja, sorry, die haben ganz sicher eine indische Botform auf das angesetzt. 100%. 100%. Ja. Dann spielt Paleface auch. Geil. Was? Paleface spielt auch. Warte, ich schreibe schon am Kiwi und frage vorher seinen Namen. Das macht die jetzt kaputt, hä? Ja. Aber schreib bitte mit dem Metal-Server-Account, das auch absolut creepy ist. Nein, ich kann schon mit meinen. Jo, Brudi. Sorry, ich entschuldige mich jetzt schon. Ich entschuldige mich jetzt, dass die Podcast-Folge so eskaliert ist. Ich probiere mit dem Ricky nachher nochmal zu reden, dass Namen einfach sein können, dass es auch gut möglich ist, dass es ein Spitznamen ist. Das kann auch einfach eine abgekürzte Form von Kevin sein. Es ist eigentlich auch wirklich nicht wichtig. Weil der Ricky hat einen Podcast und nennt den Typ, der den Podcast damit hat, Bella. Was offensichtlich nichts mit meinem Namen zu tun hat. Aber das hinterfragt er dann nicht. Ich frage, jo Bruder, wir fragen dich gerade im Podcast. Du fragst dich! Ich frage mich nicht. Ich habe es einfach akzeptiert. Woher dein Vorname kommt. Ich distanziere mich von dem Ganzen. Ich distanziere mich von der Aussage. Ist kurz für Kevin. Es schreibt dann auch so zurück. Es ist kurz für Kevin. Ja, genau. Ja, Bruder, wir fragen jetzt gerade im Podcast, wer dein Vorname kommt. Ja, gemeint, es ist kurz für Kevin. Wir können nie nicht sein. Nirgends kommen wir hin. Oh ja. Wirklich, weißt du, ich finde es geil, wie du so das Bella bei mir einfach noch nie hinterfragt hast. Das ist einfach so Bella, Bellante. Nicht mit meinem Nachnamen zu tun. Immer noch nicht. Bella kommt vom Italienischen, das ist halt klar. Es ist klar. Ja, logisch, genau. Eben. Das sind... Deswegen. Das kann ich identifizieren. Ich finde es einfach gut, wie wir da gelesen haben, dass das kann ein hebräischer Name sein und wir einfach gerade beide so oh, we're gonna get cancelled now. So. Genau, dann haben wir, das sind aktuell nicht so beliebt von dem. Jetzt wollte ich es auch wissen. Das Handy musst du jetzt da hinlegen, dass wir sehen, wenn er zurückschreibt. Er schreibt nachher. Noch nicht. Okay, dann musst du das Handy da anlegen, dass wir sehen, wenn er zurückschreibt. Da. Übrigens, News, wir haben das schon News. Schau, der Tim, ehemalig von Whiteout, sucht Leute zum Mischen. Schreibe der Bulli. Momentan Whalebound. Voll, Whalebound, tim.kamesi auf Instagram. Der tut gerade kostenlose / günstige Mixing-Dienste anbieten für sein Portfolio. Ich habe nicht gesagt, er sollte nicht kostenlos machen, aber das ist auch schuld. Genau. Brudi macht halt geile Mixes. Whiteout hat er alles gemacht. Also nicht alles, aber meistens. Whalebound macht er das, was der Ricky gemacht hat. Oder was ich gemacht habe, genau. Aber die letzten paar Jahre hat er hauptsächlich gemacht. Gehen mal go. Lasst euch mal mischen vom Team. Der macht's gut. Genau. Dann, Releases. Ja. Kannst du mal auf den Tisch hauen da? Ja, wir haben Releases. Alle hässig. Und zwar, der erste ist eine coole Hardcore / Beatdown EP von Devoted. Heißt True Nature. Bereits wie im Morgen. Haut definitiv den Namen von der Band und von der EP perfekt für HC. Sind von der Romandie, hure gut. Fickt. Ja. Polo Roma, c'est la même chose. Ja. Ça fuck. Ja. Hast du gesehen, Fluffy Maschinen sind in Kanada am Touren? Ja, ich weiß. Sind sie schon? Ja, oder gehen sie? Ich glaube, sie sind am Touren. Sie machen so Vlogs und so. Habe ich gemeint. Sind sie schon dort in dem Fall? Glaub's. Sie sind auch kaputt sicher. Das kann sich auch nicht lohnen. Ja. Ist ja gleich. Dann Diagnosis, I Remember. Voll. Hässiger Death Metal, 7 Minuten Song. Viel zu lang, aber okay. Ja. Kann man machen für Death Metal. Voll. Ich könnte mir einen 7 Minuten Song gar nicht merken. Nein, aber Wie machen die das? Vorher haben wir auch einen HC-Song
gesehen, der über 5 Minuten war. Das war bei Jurassic Shark. Bei mir auch da kann ich einen Input geben. Also, dann Shinra hat eine EP rausgebracht. Ihre erste EP. Anime-Metal vom Feinsten. Das heisst Shinra This Will Pass. Ich werde ganz sicher wieder das SMS vom Janik bekommen. Geht extra unter Shinra kommentieren und sagt, das ist eure Lieblings-Anime-Metal-Band von der Schweiz. Unbedingt. Sagt mir, habt euch geschickt. Dann macht ihr Jungs eine Freude. Sagt jetzt unbedingt auch eure Konzerte. Wenn ihr mal ein Konzert organisiert für Shinra, dann tut bitte Anime-Metal unten drauf. Geschossen. Keine Ahnung. Tut unbedingt unterhalb im Genre einfach Anime-Metal schreiben. Dann macht ihr mir eine Freude. Dann... Ich komme mal sowas von wieder Sprache vom Janik. Das haben wir schon, wenn der erste Song auf Japanisch ist. Dann... Ja, aber dann müsstest du Eversis jetzt einfach als schlechte Musik abtiteln, weil unsere ersten Songs schlecht waren. Nein. Okay, das sind keine Releases, das sind nur Songs. Ja, Bands sind auch Demos und so, ist alles. Dann... Sind es 1. Mai? Was? Band haben mehr Demos als 1. Mai, Alter. Ja. Okay, das ist jetzt nicht lustig von dem. Nein, aber... Ist er noch nicht angekommen oder hast du es nicht lustig gefunden? Doch. Ist schon funny. Ist gut. Aber doch nicht so funny. Ja, aber dann, die nächste Release ist ein ganzes Album von Prancing Rhinos. Ja, Prancing Rhinos. Von Bern. Yes. Das Album heißt Dimension. Ja. Und es ist irgendwie ein bisschen experimental, Nu-Metal, Prog-Core. Das ist Circus Nu-Metal. Circus Nu-Metal. Ich hätte gesagt Experimental Nu-Metal Prog-Core. Voll. Experimental Nu-Metal Prog-Core. Ja, sie machen aber schon wirklich so Prog-Core, sind wie Popcorn. Schon ein bisschen Prog-Core Nu-Metal Alternative etwas. Es ist auf jeden Fall weird, also ganz groß. Ja, voll. Dann nochmal Bern. Bern ist sehr gut repräsentiert heute. Avalanche hat ein neues Album rausgebracht, der heißt Bow to No One. Und dann der stabilste Songname ever. Und er heißt Don't Play Uno Against a Chess Master, glaube ich. Ja, so heißt er. Ich finde es geil. Schon. Don't play Uno against the Chess Master. Don't play... Master. Ja, ist schon das, oder? Oh dear. Avalanche. Ja. Darling, don't try to play Uno against the Chess Master. Darling, could you please hand over the bottle of water to me, please? Yes. Shoutout Thank you so much. Dann, ich finde, das ist einer der geilsten Intros von einem Song in Jahren. Fucking hell. Das ist Drill featuring Hood Brawl mit Reality. Und dem Tele Zürich Intro. Ja, ist gut. Gut. So funny. Alle Leute, die Tele Zürich kennen, jetzt so, was? What? So, ja, gehen wir hören, es ist geil. Ja, Reality geht von Drill featuring Hood Brawl. Dann, schau mal. Ja, noch nicht getrunken. Okay, trink mal. Das war die Idee. Ich brauche auch was. Ah, du willst auch was, okay. Dann Decade Effect featuring Taoist mit ihrem Song Expiration Date. Ja, der Taoist-Effekt. Der Taoist-Effekt. Yes, wir sind pretty much der Taoist-Effekt am ETH gewesen. Ja, stimmt, ihr habt auch das Kate-Effekt Stage-Outfit angehabt. Das hast du einfach auch nicht erzählt. Ja, stimmt, wir haben tatsächlich... Jetzt lass das ohne Mikrofon Wir haben tatsächlich den Kate-Effekt Outfit gemacht, Hawaiian Shirts. Zum Glück bin ich nicht da gewesen, ich hätte nämlich keins können anlegen. Gut, wäre ich da gewesen, hätten wir es auch nicht machen müssen. Also Yasi und Nico haben meine Hemder gehabt, weil sie auch keine gehabt. Ich habe einfach irgendwie 6 mitgenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die zwei in deinen Hemdern mit Deno hat auch... Also der Einzige, der Hawaii-Hemder mitgenommen hat, ist der Mike. Der Rest war alle meine. Junge, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie die Yasi... Oder es ist ja eh lustig, jetzt mit dem Hören. Ricky, sein Plan ist ja total aufgegangen. Er hat an der ETH einen Ersatzgitarrist gehabt, also einen Gitarrist gehabt, obwohl sein Gitarrist nicht rum ist. Plus er hat eine Fotografin gehabt, obwohl die Fotografin nicht rum ist, weil die Lex ist ja bei uns gewesen. Ja, voll. So, das ist insane. Also, ja, sie hat mir fotografiert, während ich T-Shirts am Wechsel war und es ist einfach Sidebelly von der war. Nicht gut. Ja, aber das sind die Momente, die es braucht. Das sind die Momente, wo du nachher aufstehst und sagst, so, jetzt gehe ich ins Gym und friss nicht eine Pizza mit dem Bella im Podcast Pizza aufnehmen. Ja, genau. Das ist... Alright. Jetzt, Alter, wieso hast du das Mikrofon so lange? Lass das einfach in Ruhe. Ja, ich box dich jetzt. Oh ja, eben, wir haben neue Songs gebracht. Der ist mit Kate Effect.
Ist cool. Ist der erste Song mit so einem Film-Intro, den ich gemacht habe. Das Filmintro, das der Ricky auch live hat wollen machen. Ich mach's live, ja. Und es dann das erste Mal absolut falsch gemacht hat. Das ist lustig am Konzert. Es ist vom Dracula-Film von den 30er. Du hast das verkehrt gesagt. Ich weiss. There are far worse Things awaiting death than man. Nein, das ist falsch. Aber. There are far worse things awaiting man than death. Ja, there are far worse things for man. Irgend so etwas. Ich habe death gesagt statt man. Aha, ja. There are far worse things awaiting death than also du hast gesagt, there are far worse things than death eher so etwas waiting for men. Eher so etwas. Ist nicht auch verkehrt. Ja. Auf jeden Fall hat der Danu dich dann so angeschaut, der Danu hat mich angeschaut, wir haben uns beide den Schwanz gelacht und dann hat er sich einfach angefangen einzuzählen. Ja, voll. Das ist gut. Und ich so, zählt er jetzt normal ein oder zählt er jetzt so ein, wie wir es gehen? Und dann ist das Lied schon angefangen. Ja. Also das war ja geil gewesen, am Konzert in Bruck. Mhm. Wir haben ja irgendwie, habe ich Zettelist ausgedruckt. Ja. Ich habe Zettelist mit der Band abgesprochen, sie alle so ja. Und dann haben wir Zettelist laufen lassen. Also dann haben wir gespielt und dann sind einfach irgendwie... ist einfach ein Monster gekommen, weil Monster gar nicht auf der Setlist ist. Mhm. Der Butch sagt, willst du eine Ansage machen? Und dann fange ich einfach an Monster zu spielen. Und der Butch sagt, dann spielen wir Monster. Mhm. Und nachher haben 2 Songs irgendwie noch geflippt gewesen. Und ich habe dann einfach so... Es geht einzählen und der Timo schaut den Domi an und der Domi schaut den Timo an und ich habe einfach das Gefühl, es kommt Dropout. Und der Domi macht einfach ksch, ksch, ksch. Und ich so, okay, dann spielen wir jetzt Never Know What the Fuck. So, zum Glück sind das 2 Songs gewesen, wo noch irgendetwas passiert, bevor der Song wirklich anfängt. Ja. Das erste, was passiert ist, dass er somit einfach 4-mal einzählt. Wäre das nicht gewesen, hätte ich etwas komplett anderes gespielt wie der Rest von der Band. Ja, kann passieren. Ah, ja. Ja, Dings, das Lustige ist, weil der Rada hat ja zum ersten Mal mit Haus gespielt und der hat mit uns ein paar Mal geprobt. Das ist schon gut. Also der macht sich einfach unnötig Sorgen. Aber ich einfach knallhart einfach habe Setlist geändert, einen Tag vor dem Konzert. Einfach weil ich habe gefunden so, ja, meine Stimme ist nicht so gut, ich muss sie ändern und der Bruder halbe Panikattacke bekommen an dem Tag. Ja, hätte ich im Fall auch. Ja, aber ist alles gut gewesen. Aber ja, dann Trust the Shark, Remain Myself ist ihre neue Single, oder? Ist ja, Single, genau. Und das, was ich einfach muss sagen, darum ist es okay, dass der Song länger ist als 3 Minuten. Weil es ist nicht ein Hardcore-Song. Es ist ein richtig stabiler, vor 2012er Metalcore-Brecher. Ja. Also wenn es so umbrüllst, dass oh mein Gott, alle Bands nach 2012 haben nicht mehr gescheit rausgebracht. Vor allem Parkway Drive ist scheiße geworden und Architects ist kacke und Bring Me The Horizon now und Heaven Shall Burn sowieso und Brother from Valentine ist ja scheiße. Dann gang den Song hören, weil der ist meiner Meinung nach ist das stabile vor 2012er Metalcore. Mal gucken, wo der Kiwi zurückgeschrieben hat. Jawohl, der nächste Song, den wir haben, ist von Breakdown of Sanity und der heißt The Hunt. Darum hast du jetzt komme ich raus. Darum bist du voll. Das ist okay. Genau, ja, dann... haben wir ja vorher schon drüber geredet. Voll. Dann Punk, Time to Eat Dog hat ein Album rausgebracht, Paradise. Stabile Punk, muss ich sagen. Ja. Ja, es hat so ein bisschen Early Green Day Vibes. Ja, es ist nice. Ja. Richtig gut. Macht Spaß, macht Laune. Voll. Vor allem der 6. Song ist geil. Und nein, ich habe gesagt, generell ist der 7. Song geil, aber immer auf dem Album. Der 7. Song ist immer gut, aber ich habe dann aus Versehen den 6. gesagt, dann hast du auf den 6. geklickt und hast den laufen lassen. Okay. Der hat ein richtig gutes Intro gehabt. Ja. Und dann auch einen richtig guten Rest vom Song. Und dann haben wir Zirkusmetal. Schon jetzt, ne? Ich weiß nicht. Also das ist nur der eine Song, die anderen nicht. Der andere hat nicht so tönt. Ja, Silverdust hat auch ein Album rausgebracht, Symphony of Chaos. Die sind auch von der Romandie, habe ich gesehen. Du hast geschrieben, was geschrieben? Ich habe geschrieben, eine Band, die so tönt, wie der Alice Cooper aussieht. Genau. Voll. Spannende Mischung. Vielleicht so Zirkus-Metal-mäßig. So Gothic ein bisschen. Ja. Schon sehr spannend. Voll? Wie heissen die anderen? Mit V fangen sie an. Vollbeat. Nein. Vola. Nein, Vola ist eine Core-Band, du Clown. Valhalla. Nein. Da die Band, wo da der Brian gesagt hat, sei so geil und ich hasse sie bis auf den Tod. Da haben wir letzte böse Diskussion gehabt. Der Nico findet die auch so geil. Die haben letzte im Hallenstadion gespielt. Sie sind Vorband für irgendetwas. Sabaton. Nein. Bruder, du hilfst mir gerade gar nicht. Die machen auch so Musik wie die. Auch so Musik. Valera.
nice. Valera, Alter, die machen Hardcore und sind eine kleine Band aus Deutschland, die ganz sicher nicht im Hallenstadion gespielt hat. Das finden wir jetzt raus. Vicious, right. Junge, du ich kenne nicht so viele Bands mit V. ja, vielleicht haben sie auch nicht V am Anfang. Aber ja, du hast ja gesagt. Ja, ich habe doch das Gefühl, die heißen mit V. Wie heisst die Scheissband? Die Zirkus-Metal machen. Ja, also, die sehen so böse aus, aber machen gar nicht so böse Musik. Vielleicht jetzt mal nicht gehen. Das muss ich jetzt herausfinden. Powerwolf? Nein, Powerwolf macht Power Metal. Lwotnia? Nein. Auch nicht Vader. Nein, Vader macht Death Metal. Ja, aber... Mach mal schnell. Die sind letztes Jahr überall gewesen. Überall? Die haben die ganze Zeit auf YouTube so riesen Videos. Geh mal auf YouTube, die sind sicher rum. Die sind überall gewesen. Die sind wirklich überall gewesen. Scheiße, ich Telefon nicht ab. Eskimo Callboy oder nicht Eskimo Callboy? Nein, nicht Eskimo Callboy, nicht Electric Callboy. Also was soll ich suchen? Ich habe doch keine Ahnung. Circus Metal. Ja, machen wir Circus Metal. Avatar! Ja, das ist Avatar? Aber noch nie gehört. Die haben die ganze Zeit, überall haben die irgendwie... 7,5 Millionen Views. Ja, die haben letztes Jahr überall sind die gewesen. Die sind überall. Avatar, ja, das ist so ähnliche Musik wie Avatar. Okay, muss man checken. Also, ich habe zwar gesagt, ich hasse Avatar, aber das liegt daran, weil sie einfach überall waren und mir alle gesagt haben, du musst Avatar hören, Avatar ist so eine geile Band, oh mein Gott, Avatar, die machen so gute Musik. Und ich habe mir einfach immer gedacht so, hört auf Musik machen, wenn ihr nicht so aussieht wie die Musik, die ihr macht, dann macht mich hässlich. Du bist die erste Person, die mir Avatar erwähnt. Kennen sie nicht. Das kann nicht sein, ich habe letztes Jahr sicher darüber gerantet, Alter. Ich habe letztes Jahr 100 Pro mal über Avatar gerantet. Ich weiß nicht mehr. Aber ich finde es gut, dass du Circus Metal eingehst und es kommt schalten. Ja, voll. Schüchtern. Ja, sick, Alter. In dem Fall gehen wir weiter. Ich glaube, die Leute haben langsam genug wir von haben uns. Konzert. Battle Beast, yes. Sind auch Circus Metal. Nein, geh jetzt da weg. Mach da Foto. Wir sind wieder abgelenkt. Der Pentagram sagen aber wieder angegangen ist. Pentagram ist so geil. Ich liebe es. Geh weg da. Der Bruder hat kein normales Leben mehr, wieder einfach viral gegangen ist. Ja, aber das ist stell dir vor, du machst Musik für 40 Jahre und irgendwann kommen einfach so Horde Kinder und finden dich einfach geil, weil du einfach so, weil einer dich gefilmt hat, wie du in die Tiefe starrst. Wie du in ein Biss schaust. Ja, voll. Aber nein, wir kommen zum Konzert. Wieso hast du das Mikrofon genommen? Ich bin deine... Habt ihr so... Warte schnell. Ich gehe jetzt schauen, ob der Ricky irgendwo Handschellen hat. No. Okay, cool. Maybe. Nein, aber machen wir nicht. Wir haben... Beim nächsten Podcast, ich binde einfach deine Hände hinter mir. Ja, das können wir machen. Nein, wir Samstag, 24. Mai, habe ich Geburtstag und ich gehe als Scorebound Volume 2. Moment of Madness, Days of Ruin, die sind klein und packt schon. Also wenn du das Bier mit mir trinken, obwohl ich nicht saufe, dann komm doch mit. Das wird geil. Freue mich. Ja, geil. Ich bin leider am Slam Dunk Festival in England. Aber sich. Ja, schießt mich schon. Ja, das ist schon schade. Aber ja, am gleichen Tag spielt noch Ascara und damit Dualma in Rockfakt Münchenstein. Ich weiß nicht, was es ist, aber... In Münchenstein? Münchenstein in der Schweiz. Wenn wir googlen, wo Münchenstein ist. Ja. Machen wir wieder unsere Lieblingsrubrik. Münchenstein. Wahrscheinlich aus St. Gallen oder so. Ja, Basel. Basel? Das ist das Basel. Alter, das ist mit das ist Basel. in Basel. The fuck ist der Alter? Münchenstein ist einfach Basel. Münchenstein ist wahrscheinlich einfach ein Ortsteil von Basel. Ja, ich könnte von der Valhalla Basel nachher dort auch nicht laufen, Alter. Wahrscheinlich nicht. Doch. Doch? Mal Ja, könntest du. mal, es ist... Definitiv. Also, es ist bei den Merian-Gärten. Beim Dreispitz. Wo ist Valhalla? Da. Da aber? Da. Da? Da irgendwo. Okay. Ja, aber cool. In dem Fall ist auch in Basel. Meine Lieblingsrubrik vom Podcast, Bella und Ricky googlen irgendwelche Käfer, die uns bei Konzertflyer gesehen haben. Ja, das stimmt. Dann Metal im Schloss, Xonor, Anger in Defeat, Pale Black und Wrath of Alga am 30.05. im Kulturhof Schloss Köniz. Irgendwo in Bern. Ja, Köniz. Ja, Köniz ist in Bern. Genau. Dann haben wir Wacken Metal Battle Schweizer Finals ist am 31. Mai. Nächste Woche, Schön Luzern, Samstag. Das ist...
Hey Nico, sorry, wir sind Podcast am Aufnehmen und ich habe vergessen, wie Avatar heisst. Und ich kann jetzt dir anrufen, weil ich genau gewusst hätte, dass du mir jetzt können sagen, welche Band das ist. Aber ich habe es schon gefunden. Okay, da braucht es wieder. Warte. Ja, was hallo soll ich Nico, sagen? hallo. Was ist los? Eben, das, was ich dir erklärt habe, du bist jetzt auf Speaker, das heißt, du kannst jetzt im Podcast etwas sagen. Voll, was läuft, Bruder? Es gibt nichts zu sagen, das ist nicht immer das Problem. Hast du alles gelüftet? Wie war EDH-Konzert? Ich verstehe dich im Fall nicht, Ricky. Wie war EDH-Konzert? Ja gut. Sehr Bist du gut. dabei gewesen? Ja, voll. Hey, Ich verstehe ihn fast nicht. Ja, Was Baby, gibt's? Ist mega abgehackt. Bist du noch rum, Nico? Also willst du jetzt etwas von mir oder nicht? Ja, ja, ist schon. Avatar. Nein, mach's gut, ciao, danke dir. Nein, unnötig. Ja, Logo. Tschüss. Ich kann relativ gut einen Verbindungsunterbruch machen, habe ich gemerkt. Ja, das ist ganz gut. Scheiße! Eben, das ist am Samstag, der 31. Mai. Ich muss nochmal schnell sagen: Wacken Metal Battle Switzerland Finals mit Fuel by Fear, Expello, Alchemist, Bedrängnis, Royal Isolation, Irony of Fate, Algebra und Voltage Arc. Yeah. Voll. Alter! Und die Woche drauf ist schon. Holy shit! Die Woche drauf ist schon Sylosis. Ja, Metal Mayhem Festival ist es. Yeah, 3 Metal Mayhem Tage. Festival. Kauft euch die Tickets jetzt. 3 Tage, wo coole Bands. Jawohl! So, am Freitag ist es, oder? Sylosis? Ja. Freitag spielt Sylosis und wird supported von Abbey Falls, Half Me, Kasokta, Vicious Rain und Artifiction. Ja. Am nächsten Tag, am Samstag, ist der Prog-Tag und es spielt Unprocessed, Halocene, Eloia, Pollen, Polar Shift und Alchemists. Yeah. Hauptsächlich ich kenne nur die Schweizer Bands. Ja, die anderen sagen wir auch gerade gar nichts. Und Sonntag ist Core. Und zwar Proggy Core. Ich kann gerade sagen, Core ist ja schon am ersten Tag. Ja. Eine Technical Core. Wer spielt das? Born of Osiris, Ingested, Entheos, The Voynich Code, I-Delusionist und Lunar Vortex. Ich habe wegen Komma in I-Delusionist jetzt fast einfach nur I gelesen und dann Delusionist. Ja, voll. Jawohl. Was wir auch noch sagen, am 22.05. Spielt Citrus, Diggin' Wretch und Crackfist das ist im morgen. Flösterplatz Aarau. Ja, voll. Genau. Baby Metal spielt in der Hall. Okay. Interessiert niemand. Das Festival ohne Bands ist auch. Festival ohne Band. Da spielen keine Bands. Welches An diesem Festival. Festival ohne Band? Das Festival ohne Bands. Das ist das Festival, wo keine Bands spielen. What? Heißt es so? Jo. Weil das wäre das perfekte Festival für dich. Das ist Festival, aber es spielen keine Bands. Also hast du nicht Stress und musst nicht aufstehen morgen. Festival ohne Bands. The fuck? Ja, sag ja. Und dann am 23. Mai spielen im Ebrietas Diffused, Bad Nasty und Bloodvoidia. Keine Ahnung, die zweite kenne ich nicht, aber Diffused ist eine Schweizer Punkband. Dann. The fuck is this shit, Alter? Das Festival ohne Bands. Du hast es selber gesagt, du gehst ans Festival wegen der Festivalstimmung und nicht wegen der Bands. Aber was ist das für ein Müll? Hey, jetzt hast du vor einer halben Stunde gesagt, ja, ich gehe nicht so ans Festival, um Bands zu schauen, ich gehe wegen der Stimmung. Ja, Jetzt hast du das Festival, wo nur Stimmung wo hat. mit anderen Bands Teil von der Stimmung sind. Das ist voll weird. Jetzt hast du das Stimmung. Rock the Hell ist vom 23. Mai bis 24. Mai. Mhm. Ja, da kann ich nicht sagen, wer spielt, weil das alles Grindcore-Bands. Rock the Hell. Das sind alles Gore-Grind-Bands, wo man das Album-Logo nicht lesen kann. Aber Wo von dem ist her- das? Das Rock the Hell ist in Alt St. Johann, Wo ist St. Johann? St. Gallen. Ah. Genau, ja, sonst ist nicht mehr so viel. Heavy Saurus ist am Samstag, 24. Mai in Pratteln. Ah, geil. Ist ausverkauft, kannst du nicht gehen. Ah, schade. Ja, das ist dumm. Anyway, Die ja. Dings habe ich gesehen. Ja, am 15. Juni ist, spielt Filth in der Schweiz. Und ich habe einfach nichts davon gewusst. Die machen so Hardcore von Amerika, einfach in Belgien, bei Genf. Mit Atlas, Ashes und Corrupted von der Schweiz. Also, vielleicht kann ich sogar nach Genf. Nein, Chillig. 15. Das ist Greenfield. Fuck!
fuck! Ja. Das ist Greenfield, das sind wir am Greenfield, Ja. Am 21.06. im Kiff in Aarau, in einer der besten Venues von der Schweiz, spielt Exodus. Er spielt Xonor und Exodus. Ja, ich hätte es gerne sagen, spielt Exodus und sie dürfen Support Act sein von Xonor. Okay, du hast auch wieder gleiche Witz machen. Okay. Ja. We think alike. Good thing we are not one person. Yes. Das heißt, man braucht 2 Mikrofone. Genau, das wird geil. Xonor, Exodus und Zerre. Yes. Yes. Am 28.06. in der Medbar Lenzburg. Magma Ocean und Kiss in Black. Ist Magma Ocean nicht die Band, die du so absolut feierst? Ja, Yeah. das ist die Band, so eine super Band mit Mitgliedern von Battalion und der Drummer von der anderen Band, Sänger von Mrs. Der Drummer von einer anderen Band, jawohl. Ja. Okay, die ist hier nicht wieder aufgehört zu funktionieren. Ja. Wir haben kurz einen 10-minütigen Run gehabt, der gut war. Anyway, dann mache ich jetzt weiter. Also, am 19.06. spielt im Werk 21 Arun, Collective Decay und Eversis. Nein, nicht im Werk 21, im Ebrietas. Am 5.07.2025 im Grüntal Winterthur am Bunker Inferno spielen Sons of Coherence, Omissis, Shinra und Taoist. Oh Bruder, ich hoffe, du kommst von Shinra auf die Schnurren über, weil das sind die ganze Zeit. Ja, da können wir. Also Geil! Ich Organisieren wir. extra Ansage auf Shinra. der Bühne, dass es Anime-Metal ist. Shinra gegen Taoist Boxen. Ja. Wir machen Boxen im Grüntal. Könnt ihr das organisieren? Das wird Janik. geil. Einfach einen Ring aufstellen, Händchen, Schutzausrüstung und dann können wir boxen gegeneinander. Aha, eben, look. Ich will nicht boxen, ich verliere. Magma Ocean hat Mitglieder von Chakra, Stallion, Maxwell, Battalion, Omissis und Babylon Sad. Babylon Sad ist schon ein guter Name. Geil. Babylon Sad. Geil. Chakra. Wer Ja. von Chakra? Der Drummer, glaube Sick. ich. Ja. Okay. Haben wir noch Musiker-Tinder? Sucht jemand eine Band? Schreib uns. Voll. That's it. Ja! Der Ivo! Oh yes! Okay, Der warte. Ivo sucht eine ganze Band. Okay. Wir müssen noch kurz schauen. Wo ist der People That Fair? Genau. Also, es ist so. Der Ivo, Sänger von People Die at the Fair, Hardcore, sucht Leute für eine neue Band. Und zwar wo ist der? Aha, genau. So, das ist mal ein Zitat von ihm. Alright. Bin eben so gerade ein neues Projekt am Aufziehen, wo in Richtung Bodybox, Snuffed on Sight und so soll gehen. Also eigentlich stumpfe Death Metal mit Hardcore Beatdown gemischt. Haha. Gitarre, Bass und Gesang zusammen schon. Fehlt nur noch ein guter Drummer, wie immer. Also, sie haben auf jeden Fall. Also, der Ivo sucht einen Drummer. Ja, voll. Im Fall ein Drummer für so stumpfe Bodybox Snuff und Sight. Ich habe mal reingelassen. Ich finde es gerade schlecht, aber go for it. Absolut nicht miss, aber gib ihm Kollege. Gib ihm Kollege. Ja, voll. Und ja, sonst. Da wäre es gewesen. Wieder mal viel zu viel geschnarrt und viel zu wenig geliefert. Ja, voll. Eben. Und ja, das ist wieder mal eine normale Metal Seven Erfolg. Ja, nächstes Mal funktionieren vielleicht unsere beiden Hirne wieder. Ja, ist halt, wenn Oder meins nicht mehr. Wenn wir Podcasts unter der Woche machen, das ist wirklich. Hey, du jetzt nicht so. Amix wollte mein Hirn einfach nicht mitmachen. Gut, das stimmt. Der Kiwi habe ich nicht zurückgeschrieben, aber ich tue nachher berichten, wie es aussieht. Ja, wahrscheinlich hat er jetzt schon irgendwie. Ist jetzt schon Metal Server cancelled. Ja. Ah, warte. Bruder. Ich bin im Flugzeugmodus, klar. Klar bekommt er nicht von mir. Klar bekommt er nicht von mir. Ich bin im Flugzeugmodus. Ja, wie sieht es aus mit Save Last Breath? Das muss ich schon schauen. Sind es immer noch vorne, immer noch hinten, immer noch in der Mitte? Imperial. Alter, einfach so zur Info, die Schweiz hat einfach fucking Ungarn 10-0 runtergelassen. Einfach 10-0 gewonnen gegen Ungarn im Hockey. Noch 1%, wo am Kämpfen ist. Das war das letzte Mal schon gewesen. Eben. Es ist wirklich, die sind 10-0 runtergelassen, nur dass nachher Kasachstan nur 4-1 schlägt. Das ist verdammt peinlich. Alright. Darum immer, wenn du gegen im Hockey oder irgendwo, wenn du gegen jemanden 10-0 gönnst, das nächste Game wird immer hure hart, weil du hast das Gefühl, du sagst den geilsten Sieg und nachher kommst du einfach auf die Fresse über. Das ist ein Life-Lesson von mir. Du musst jedes Spiel von Anfang an spielen und jedes Spiel ist von Anfang an ein neues Spiel. Du darfst nicht
Nicht sagen, wir haben letztes Spiel 10-0 gewonnen, wir gehen jetzt da wieder rein und dann kommt das gut. Nein, jedes fucking Game ist das neue Game und du musst in jedem den Ton neu setzen. Das ist eine gute Regel für Metal-Bands. Nur weil du gestern eine gute Show gehabt hast, heisst nicht, dass du heute eine gute Show hast. Ist nicht jemand anderes eine Band am Suchen gewesen? Keine Ahnung. Sollen sie das schreiben? Haben Homeworld den Sänger gefunden? Bruder, ich habe keine Ahnung. Ich mach's nicht. Wenn du eine Band suchst oder ich würde gerne, aber ich mach's suchst, nicht. schreib uns, Kollegin. Ja, wenn du findest, hey, was ihr da macht, ist doch nicht so scheiße, wie andere denken und würdest gerne supporten mit das Patreon, wo ihr könnt uns unterstützen. Genau, und dadurch können wir coole Shit machen, wie Metal 7 Awards jedes Jahr und Pokal machen und so. Genau, und wir bedanken uns mal sehr herzlich bei unseren Patreons. Einmal der Team von Poroshift, Dave von Several Breath, der Lucky, der Louis Vuitton von Kate Effect, der Nicola von People at the Fair, der Leni vom Graniche, der Mike von Her Name Was Claire, der hat übrigens einen neuen Podcast, ich habe noch nicht reingelassen, aber muss ich mal abchecken. Der Mike von Wrath of Alga, der Erik von Illusionist und Corebound, der Mischer von This Burning Sky und bald der neue Secret Project, Keep Your Eyes Open, der Dani von Bullet, der Pascal von Bullet, der Bullet Bull, quasi sind beide Bullet Bull Amix, der Roman Fearlab und der Jan von Fides Merci mal unsere Patreons. Und Another Approach. Und Another Approach, stimmt. Die gibt es auch noch. Ja, habe ich vergessen. Ja. Voll. In dem Fall. So, Keeping Prog Metal Strong. Schau mal, wer geschrieben hat. Was Keeping Prog Metal Strong? Another Approach is Keeping Strong. Ja. Strong Metal Prog. Strong Prog. Keep Strong Metal Prog. Keep Strong Metal Prog. I go shit in flower bean now. Ja, nein, ich glaube, ich habe jetzt noch nicht gesehen, aber ich melde mich dann bei der nächsten Folge, wie es im richtigen Namen ist. Insta-Story, Alter. Ja, ich schwöre. Machen wir das. Ich mag nicht mehr gemein. Aber ja, merci vielmals, dass ihr bis zum Schluss gehört habt. Inzwischen ist, ist doch eine kurze Folge, würde ich sagen. Stunde 40? Ja, das ist nicht für uns, Alter. Das ist fucking nix. Also, der Nico hat gesagt, ich soll sagen, dass die Leute für Save Last Breath abstimmen. Unbedingt. Und dann hat der Nico geschrieben, Brudi, wobei, wenn ihr jetzt den Podcast aufnehmt, dann ist es schon spät. Obwohl, ich glaube, wenn ich es jetzt raushaue... Wenn du es jetzt raushaust, dann hören das die Leute auch nicht. Am Morgen, bis morgen um 4 Uhr, oder? Nein, sie haben ja am Mittag schon angefangen, komischerweise. Fuck. Da geht schon. Ja, in dem Fall, hoffen wir, dass Save Last Breath es schafft, an Projekt zu spielen. Ja, wir haben schon eine Story gemacht, von dem wir wünschen mal einen sehr schönen Tag, Woche, Abend, whatever. Ich bin so durch, Alter. Seb, jetzt hat es mir gerade verwünscht. Ja. Ciao zusammen. Ich habe vergessen, dass es zweimal kommt, wenn man auf 2 Tasten drückt. Ja. Okay. GG. Alan.